Voilà, scheinen gute Mëttech fir als 5 Gemengerotssitzung am Sitzungssaal leef Kolleginnen a Kollegen rund Dëch. Am Publikum sind net so ganz viele Leute, die Leute hier heisen, die werde ich mich später enke bei den nächsten Punkten begräßen oder firstellen. Dann ha auch leif Leute opbausen, die als am Streaming no gucken, entweder lo live oder dann eben mich spät wann die Sitzung opgeholt ist. Wie gewinnt fänken schön ein bisschen zu schwätzen über das, was man an der letzten Sitzung las war, und noch was ein Programm als bis die nächste Sitzung. Da hatte man an den 1. Mai, den Tag von der Rabecht, wo wir ein Ritschverein an unseren Büchern NRW waren, für die Flottradition von Mekransbannen an Ehren zu halten, an diesen Tag dann noch zu feiern. Sondern der 4. Mai hat die Sportskommission an Zusammenarbeit mit der Gemeinde als Marche Gourmand organisiert. Der kulinarischen Trippeltour von ungefähr 13 Kilometer huet sich iwwer de markierte Parcours mat 5 Etappe gezun. Den Depart an d'Arrivée war jeweils am Centre kulturell. Et war eng wirklich Flottstreck vun der Organisation hier huet alles perfekt geklappt. Och Scouten Neueisen e grosse Merci, dats mir Kotten vum Charlie Nick Rollinger profitéieren. Der Sportskommission e grosse Merci fir dat Flot-Event, wat mat 70 geschriebene Partizipanten eure Flotten erfollech war. Er huet natürlich auch die Werbung zum Beispiel in der Muselzeitung geholfen und auch Leute über Schotter heraus ugezun. Düncht ist der 6. Mai hat der Fotoclub Oweser Generalversammlung am Pavillon bei der Minzberger. Hier sind ein paar technische Probleme am Pavillon zu Spruch gekommen. Wir haben mal unsere Service geguckt, für die Sachen an drei zu kriegen und das meist also auch schon zu ihrer Satisfaktion geregelt. Die neue Formel aus dem Subsidiereglement für die Vereine, die sie betrifft, als vom Fotoclub positiv begrüßt gehen. Muss ich auch herheben, dass der Fotoclub bei all Events präsent ist und hier für als Kollektivmemoire mit viel Fotomaterial sucht. All die Fotografen von dieser Platz nochmal eine große Merci. All die Fotos finden noch an unserer Mediathek auf unserem Internetseite. Mittwochs, der 7. Mai, war dann der Gemeinderat an der Komitee d'école auf die Anweisung vom pädagogischen Charlie Stippi angelöten. Der Charlie ist vom Firster komplett an Stand gesetzt gehen. Er ist aber auf Nachhaltigkeit abgepasst gehen und es sind nicht mehr Naturmaterialien verwendet gehen. Der Charlie steht der Schule, der Maison Relais, der Kirchen, aber auch der Vereine wie die Scouten für pädagogische Zwecke zur Verfügung. Wenn eine Gruppe will hingehen, müssen sie sich am Service Forestier seine Bier schmellen. Der Charlie kann nicht von Privatpersonen gelohnt gehen, weil die Umweltgenehmigung das auch nicht autorisiert. Das ist limitiert auf pädagogische Zwecke. Auch Mittwochs, der 7. Mai, hatte Gerdan Heim Schütter eine außerordentliche Generalversammlung am Schüttertreff. Den 8. Mai hat der Gemeinderat zusammen mit den Vertretern aus unseren berodenden Kommissionen den Europadag gefeiert. Und nach einmal gemeinsam ein Zeichen für ein stärkt, einheitlich und friedlich Europa gesagt. Samstag, den 10. Mai, war der Schüttermarkt, wo neben den üblichen Verkaufsständen auch 11 Uhr ein Backkonkurs stattgefunden hat. Am Kader von der Fairtrade-Woche war dann noch von den Kriterien, dass manst Fairtrade-Produkt am Kuch verschafft hat, müssen gehen. Nach dem Konkurs gouf all Kuch versteht und Analyse aus der SPL Luxemburg Allergy Network zugutkommen. Ein grosses Merci und Troppi Patissieren, die mitgemacht haben, und auch dem Jury, der geschmeckt und bewährt hat. Denselben Tag war dann noch den ganzen Tag über der Pétanque-Tournoi bei der Aller Minzbar Schule, organisiert vom Club La Pétanque. Am Hafen von der Minzbar Schule ist eine richtige Ambiance abkommen wie in der Provence, und dann hat der große Beam, aber bei verschiedenen Wirten. Sonntag, den 11. Mai, hat Stippi SPL hier Generalversammlung um 12 Uhr am Café de la Gare. Letzten Samstag war dann der Gala-Konzert von der Schötter Musik am Centre kulturell zu Minzbusch. Zusammen mit der Schötter Jungbläser, wo sie diese flotte Programm auf ihn gestaltet, den das Jahr unter dem Motto Come Fly With Us stung. Hier konnte das Publikum sich über den guten Niveau von unserer Harmonie konnte sich überzeugen, dass Musikanten, sowohl die Jungbläser wie auch die von der größeren Musik, humor technisch anspruchsvolle Stecker überzeugt an das Auditorium begeistert. Derselben Tag gouf Neueisen Sitz vom Scouts Charlie den Großherzog Guillaume mit der höchsten Scouts-Auszeichnung von der Weltorganisation von den Scouten ausgezeichnet. Der Bronze Wolf, also der Bronze Wolf, der bronzene Wolf, hecht die Auszeichnung. Service von der Städter Gemeinde haben bei der Organisation von diesem großen Event auch geholfen. Der Busch war gekehrt bis bei Keltenhaus und Scouten hatten ein wirklich flott Event organisiert. Aufgeschlossen gibt diese Weekend mit Klimabiodiversitätstag so wie beim Natura 2000 Tag. Sonntags von 10 bis 17 Uhr am Centre Kulturell Machara zu Grevenmacher. Der SIAS hat ein flottes Programm zu diesen Themen aufgestellt und nicht Männer wie 3 Minister war bei der Öffnung dabei.
Der Minister fir Bannen nugeleten, de Leon Gloden hat zwar eng einer Verpflichtung, mir huet sich awer netule gelos kurz bis ranzusprungen, den Event war joch schlicher senger Gemeng. Ma der macht den Hansen Minister für Landwirtschaft, Ernährung a Weibau, an sie auch nach Minister vum Konsumentenschutz, an net zulächt der Minister Herr Schwilmes, Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität, an noch Minister von der Fonction Publique waren do an hunn interessant Rede gehabt. Was steht lo demnächst nach dem Programm? Nur der Opruf von der letzter Sitzung für Nopechfest 2025 schon sich dann noch viel Leute gemeldet, für Apps an ihrer Straße zu organisieren. Den Datum aus verschieden, den 23. Mai, den 24. Mai, den 30. Mai und auch den 7. Juni. Das ist ja so, dass die Gemeinde schon seit ein paar Jahren an dieser flotter Initiative teilhält, die dazu beiträgt, dass das Zusammenleben an der Nachbarschaft gestärkt wird. Wir als Gemeinde sorgen noch dafür, für die Straße aufzusichern, erstellen gratis Bänken, Dächer an Dreckskirchen zur Verfügung. Vielleicht muss man aber nicht so gucken, ob man da eine maximale Unzahl festlegen, weil da geht aber ganz, ganz viel Material bestellt und fragen sich eigentlich, wo sollen die viele Leute hier kommen, die da Platz kriegen. Dann muss man gucken. Nächste Weekend ist dann von Samstag, dem 24. bis Sonntag, dem 25. Mai, der Classic Day oder Classic Days im Campus an der Dell zu Minzbusch. Neben der Ausstellung von historischen Autos und Traktoren ist der ganze Weekend auch bestens für Animation gesorgt. Es sind aber auch noch weitere Aktivitäten auf diesem Weekend geplant. So am Samstag, der 24. Mai, Veloskurs, den Schleck Grand Fondo, wo auch ein Teil zum Circuit de Joyce Gemeng lebt. Zyklisten kommen von Richtung Münster auf Horen zu übersieren, durch Strüde Münster, respektive durch Wasserfeld, River Robert Schötter, das ist am umgedreht, es kommt Kernscher Strohserhof, ja, Schötter von der Münster. An der kleinen Tour, den das zu übersieren zwischen 11.44 und 13 Uhr geplant, und zu Schötter 11.45 und 13.03 Uhr. Großen Tour übersieren 12.45 und 15.37 Uhr und zu Schötter 12.47 und 15.40 Uhr. Sonntagsmorgens organisieren die Gring von Erdauer bis 12 Uhr eine vogelkundliche Wanderung, kein volkskundliche, mehr vogelkundliche, denn der Paar ist an der Rue de la Forêt zu Schötter. Et kann sich bis morgen per Mail bei wallprof@pt.lu oder über ein Telefon 621 505 687 ummelden. Donnerstag, der 27. Mai, spielt Schötter Musik 7:30 ein Konzert auf der Plus an der Stadt. Sonst nächste Juni organisieren Frauen und Mammen eine flotte Märchentour mit allerlei Haf und Schmatten zu Schötter. Es gibt 2 Deparen, einmal um 14 Uhr und einmal um 16 Uhr. Sollen sich dann rummelden und das per Telefon auf der Nummer 350 127 oder 691 619 326. Es gibt auch noch eine E-Mail-Adresse, das ist astrid.herz, astrid_herz@yahoo.com. Freitag, den 6. Juni, ist dann die Assemblée Générale von Theaterfreund um 18:30 Uhr an der Galerie um Campus an der Dell. Samstag, den 7. Juni, organisiert uns Jugendkommission ein Open-Air-Kino, das ist die zweite Geier, am großen Zelt um Schulcampus zu Minzbusch, was ja schon für Nationalfeiertag durchsteht. Hier werden 2 Filme gewesen gehen, und zwar Der Schatzritter und das Geheimnis von Melusina um 3 Uhr und der Superjump Returns um 19 Uhr. Am selben Weekend invitiert den ZDF Gerd an Heim, der Quantere Foyer, Gerd an Heim, sonntagsmorgens auf ihr Mammendagsfeier. Um 9:30 also Cortège an eng Mass mit einem anschließenden Aperitif am Schöttertreff. Gehen unter Blumen niedergelegt. Der ganze Sonntag findet auch die Event op Gerde Pertschen mit Rendezvous au Jardin an der Roserie beim Minzburger Schloss statt. Mittwochs, den 11. Juni, ist von 11 Uhr bis 12:30 Fest von der Freundschaft am Schloss Gerd zu Minzbusch. Mit der Unterstützung vom Kompetenzzentrum für sozio-emotionale Entwicklung, die vielflot Aktivitäten auf Verkehrsständen von Schulklassen auf von Mitarbeiter vom CDS angeboten. Der Erlös von diesem Event geht um Saki Trust, eine Organisation, die sich für jugendliche Frauen aus Südindien ersetzt, an und die Association Trauerweh SBL. Samstag, der 14. Juni, sind dann direkt ein paar Events und Aktivitäten, die an unserer Gemeinde stattfinden werden. Angefangen am Schöttermarkt, morgens ab 9 Uhr, halb der Kirchplatz, wo die Jungbläser um 11 Uhr dann ein Konzert werden spielen. Dann also da wo gleichzeitig der Startschuss für die Viertler Musik, womit es respektive am freien Abend am Festzelt um Campus nach 2 anderen Konzerten stattfinden werden. Um 14 Uhr Piano-Audition von der Ugda Musikschule und um 19 Uhr Break the Aviary von Destin an den Destiny Flexboy. Das Gruppen, die auch am Jugendhaus sind und die auch schon ein Konzert gehen haben. Aufgeschlossen wird das Ganze mit einem Konzert vom Streichquartett Papillon, und zwar Donnerstag, den 17. Juni um 19 Uhr an der Kirche.
Neben diesen zwei Sachen, das Samstag auch nach Medisport, wo von 16 bis 22 Uhr ein Rutsch und sportlichen Aktivitäten angeboten gehen. Neben den klassischen Sportarten werden aber auch ein paar Männer bekannte Sportarten sich präsentieren. Das Programm wird noch Zeit noch publiziert. Vom 22. Juni bis den 29. Juni ist Semaine La Rose, organisiert von der Lützeburger Rosefreund. Die offizielle Eröffnung ist Sonntag, den 22. Juni um 12 Uhr an der Roserie beim Minzburg Schloss. Das ist auch ein Accessoire vom Programm von der Luga. Neben dem Chefen a Gemengerot wird auch eine Delegation also der Partnergemeinde Siegelsbach mit teilholen. Da will ich schon darauf zurückkommen auf den Workshop, den wir da organisiert haben, den ganzen Tag, das Programm am 22. Juni, ein bisschen am Kontext von 35 Jahren Partnerschaft mit Siegelsbach, wo sie mit 15 Leuten aufkommen, die sich schon fest, die lösen das fest, für da unter Teil zu holen. Und die Idee war ein bisschen, dass wir auf den beiden Seiten ein bisschen selber viel Leute tun, dass wir da einen interessanten Austausch kriegen. Aber wir werden noch ein paar Leute aus dem Gemeingut, die sollen sagen, ob sie da kommen oder nicht, dass wir können andere Leute invitieren, für das die Gruppe dann noch 15 Leute hat. Wir sollten, wenn ich gleich Bescheid, wenn der nicht gemeldet und Highlight löscht, schreibt der Schei an. Wenn wir keine Rückmeldung kriegen, dann froh wir andere Leute, weil es schuld, dass wir da nicht vollzählig wären. Mitte sagst du, da gehen wir mit auch zu summenieren, dass du Vertür von der Luga an der Roserie, und mit gehen wir an der Gemeinde gucken, und ich meine, wäre flott, wenn wir dagegen mitmachen. Und dann haben wir den 23. Juni als Nationalen Feiertag, 14:30 Uhr haben wir dann Tedeum in der Kirche, 15 Uhr der Kochtisch, dann die offiziellen Aussprachen, dann gehen noch die verdienstvollen Members von den Vereinen geehrt, dann als Volksfest mit Aktivitäten für Kinder, kulinäre Spezialitäten, so wie wir das kennen, musikalisches Encadrement von der Schütter Strüpp und von einem DJ. Wie gehabt, kostet ein Ticket 1 Euro an die Rezepte gespendet. Da kommen wir ein bisschen zu anderen Sujeten. Da wollte ich noch so, ich meine, da tun wir noch nicht gesagt, dass wir getroffen hatten mit dem Vornisse von unserem Service Rufbus, und dass wir da gefroht tun, für einer Bösmann, die uns Ruggedrogin anzugehen. Da geht es ein Testphase von 6 Monaten, dann auch die Seniorenresidenz zu Karnische gefahren, weil auch da Leute von Schötter sind. Dann können die auch mal am Rufbus auf Schötter kommen und Event teilholen. Und davor haben wir aber auch bei der Sportzahl zu kontern, da das auch ein bisschen von Kanada, die durch Sport mehr gehen. Wir vorher ja schon auch hier bei Seniorenresidenz, das heißt, just ein paar Meter mehr weit. War auch gefroht gehen für den Supermarché an der Nopisch Gemeinde und so fort, das wollen wir nicht machen, weil wir haben ja ein Offer von Supermarché sowohl an zu Schötter wie auch zu Niederrhein. Und da sind wir noch nicht wirklich, wir machen an der Nopisch Gemeinde sollen bei Supermarché fahren. Dann hatten wir auch ein Gespräch, ganz flott Gespräch mit der Familie Meier-Müller um Schönbirch. Und sie haben uns gesagt, dass sie nicht mehr an Appellwerte gehen, gegen das Urteil, was du kürzlich gesprochen hast. Wir begrüßen das Decision natürlich. Wir werden noch gucken, dass sie eine gute Nachbarschaft behalten. Dafür wird in der nächsten Woche eine Rencontre organisiert über die Wohnungshilfe mit den Jungen, die an unserem Haus wohnen. Wir haben der Familie Meier-Müller auch zugesichert, dass die Gemeinde kein anderes Projekt hat, nur in Zukunft, dass das Haus geht. Voilà, dann hat man noch ein Informationen, und zwar werden die als verschiedene Plattformen vom Jugendhaus zählen, und noch die andere Geschichte mit Lechke schon hier geschwätzt hatten, und dann wird der Serge also über das Sido schwätzen. Der Jean-Marie bringt uns ein paar Informationen aus dem Klimabündnis mit, und ich selber werde ein paar über den SIAS schwätzen. Genau an der Reihenfolge schon noch tut, fängt man mal wenn die an. Okay, merci Claude. Guten Abend alle von meiner Seite. Da ich vielleicht will informieren als Plattform Jugendhaus, wieder wisst, was Lehrstuch oder wieder vielleicht wisst, was Lehrstuch Plattform vom Jugendhaus, wo den Rapport von der Aktivität vom Lehrstuhl resümiert goufen, wo dann noch die neue Aktivität für das Jahr präsentiert gesehen, das ist der Präsenz von der Vertreterin aus dem Ministerium der Tutelle. Die Jugendhaus als Lowell während 28 Stunden an der Woche ab, ihre sogenannten offenen Treff, wo Aktivitäten nur Gebäude gehen, wie zum Beispiel Hausaufgabenhölle, Atelieren, Sportaktivitäten, aber auch Sucht- und Gewaltpräventivaktionen. Ein paar Sachen vielleicht rausgepickt. Mittwochs auf Freitags organisieren sie am Kader von Body, Mind and Soul sportliche Aktivitäten an der Sportsaal. An die organisieren sie auch über Mittelstunden sogenannten Campus-Hopping, wo kann aus dem Cycle Feier von der Mesorole können Ableger und Jugendhaus kreieren.
Samstags gehen dann auch Kochaktivitäten bei hin am Haus organisiert, die dann noch immer ein ganz großes Succès haben. Den Durchschnittsalter von den Jugendlichen am Jugendhaus belebt sich aktuell auf 16 Jahre. Die jüngste Altersgruppe ist die von der Mesorolé rüberkommen, und weiterhin als Freudes den Tag, wo die meisten Jugendlichen anzutreffen sind. Es wird aber auch durch einen Austausch mit dem Lehrpersonal und mit den Responsablen von der Mesorolé herausgestellt, dass dann Trendrichtung Verjüngung da ist, weil sich viele Kinder aus dem Cycle 4 schon für das Jugendhaus stark interessieren, obwohl sie noch nicht an der Alterskategorie von 12 bis 26 Jahren sind, die eben an der Konvention festgehalten ist. Das Succès ist strikt zu feiern, hauptsächlich auf den Mesorolé Jugendhaus oder auch noch auf den U-Kids an der Delt. Das Projekt dann die U-Kids an der Delt, also auch das Jahr an der Woche vom 30. Juni, wo die betroffenen Schulklassen und zusammenarbeit mit der Schule und mit der Mesorolé über verschiedene Themen sensibilisiert und abgeklärt werden gehen. Für 2024 waren an der Moyenne 24 Jugendliche pro Tag am Jugendhaus. An die ersten Monate von diesem Jahr können sie durch schon eine Progression gesehen, was ja dann auch für hier gut Arbeit schwätzt. Sie organisieren generell viele Aktivitäten an Ausflügen für und aber auch mit den Jungen zusammen. Und auch bei Aktivitäten an der Gemeinde sind sie immer engagiert dabei, wie als nächstes zum Beispiel auf der Nuit du Sport oder der Fête de la Musique. Ein neues Projekt haben sie auch angefordert, den sogenannten Drop on the Hot Stone, wo es um Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, aber auch um Upcycling geht. Auch an der Peichtvakanz organisieren sie Aktivitäten für die Jugendlichen, wie zum Beispiel einen Tagesausflug an der Calypso auf Saarbrücken, und für sich können uns mal respektiv für zu gucken, was noch von Aktivitäten Gebäude gehen, kann ich gerne auf ihren Internetseite gucken gehen, und zwar auf den schotterjugendhaus.lu. Ich will dann noch profitieren von dieser Platz hier als große Merci lassen zu gehen und Jugendhaus. Ich meine, die Edukateure sind ganz aktiv, sind noch immer dabei, wenn die Gemeinde etwas organisiert. Wir brauchen sie so schnell zu freuen. Auch der ASBL ein ganz große Merci. Ich meine, es gibt nicht mehr viele Jugendhäuser, die in dieser Form von der ASBL funktionieren und auch so gut funktionieren. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, und sie machen das ganz auch am Benevolat. Dafür ein ganz große Merci und sie alle gut. Und da will ich noch kurz auf das angehen, was den Kloten an der letzten Sitzung schon angeschwärzt wird. Heute ist sich dann meine letzte Gemeinderatssitzung mit mir am Schafferrot mit dabei, weil ich meine die Mission am Schafferrot angeregt habe, und zwar mit der Fee auf den 31. Mai. Und der Grund dafür ist die, dass ich ein Offer auf der Arbeit gekriegt habe, und da ist es so, dass das Funktion nicht kompatibel ist mit der Funktion am Schafferrot. Schon du eben den Schwur getroffen, für die Opfer umzuholen, was dann eben als Konsequenz hat, dass ich als Schaffen muss zurücktreten. Dafür will ich dann aber profitieren, für ein paar Merci Last zu gehen. Also ich mal dem Alain Claude und dem Serge ganz große Merci für die Unterstützung an Hölle vom Schafferrot, für die doch fast Materien zu erklären und für hier unermittlich Geduld mit mir. Dem ganzen Gemeindepersonal will ich auch ein ganz große Merci sagen für die wunderbaren kollegial Zusammenarbeit, die aber dafür gesorgt hat, dass mir da am Schafferrot viel Frieden gemacht hat. Dem Jamp und dem Nico auch ein ganz große Merci, weil sie mir mit ihrer Erfahrung an ihrem Wissen viel Trio man auf den Weg gehen haben. Und auch den anderen hier im Tisch will ich auch ein ganz große Merci sagen für die konstruktive Zusammenarbeit. Ich bin mir sicher, dass die nächste Person, die hier in den Schafferrot wird kommen, genauso warm empfangen wird gehen, und ich wünsche der Person dann noch viel Erfolg und viel Frieden dabei. Merci. Merci an die für die Lehrfeder, merci auch für den gute Arbeit. Ich weiß nicht, wen Geduld hat, müsste mit wem holen. Mir auf jeden Fall was ein Fried mit dir zusammen schaffen, und ich meine, wir sind auch froh, dass da so ein Gemeinderat alle bleibt und dass wir da können weiter mit nicht schaffen. Voilà, gebe ich dem Serge Schuld, gebe ich Skrift. Merci. Guten Abend dann noch von mir. Ich mache just kurz ein Rapport über die letzte Komiteesitzung vom SIDOR, die war der 19. Mai, und dort habt ihr schon finanzielle Punkte gegangen. Ich meine, im Resümee kann ich sagen, dass SIDOR eine ganz gute finanzielle Situation hat. Sie hatten letztes Jahr ein Benefis von 4,8 Millionen, sie haben eine ganz hohe Cash-Reserve von 90 Millionen auf ihre Konten en vue von eben den nächsten Jahren kommen, für die ganze Anlage zu erneuern, sodass die Situation sich ganz gut darstellt. Und dann wird es aber noch mehr wichtig ist für uns als Gemeinde, als wir zu insistieren, dass wir als Gemeindeschütter oder insgesamt die 4 Gemeinden, die am SIAS-Bereich DG aktiv sind, die 4
Gemenge sind die am mansten Ofall op Zider feieren und ich meine das auch immens rast schon Schette heute aus für 2024 hatte mir 92,01 Kilo pro Habitant, die mir und direkt hingefordert für Programm zu gehen und da muss ich eine Relation setzen bei den 34 Gemengen, die Sidor beim Sidor direkt beteiligt sind. Du hast Moyen am ganzen Land also von den 34 Gemengen bei 182,70 Kilo pro Habitant. Also du sind immer carrément bald auf der Halschen von dem, was mir von Dreck an einer Schweizer Tonne nach hun vis-à-vis von der Moyen von den anderen Gemengen. Und ich meine, du weißt wirklich, statt die Initiativen, die an den letzten Jahren geholfen sind, hat das neue Taxreglement an das Verwaltungssystem einen ganz positiven Effekt hatten, für den wir auch immer gelöst wird. Merci Serge für die Informationen. Da gebe ich dem Jean-Marie Twitkin, Klimabündnis. Ja, schöne Genug dann noch von meiner Seite. Zwei kleine Informationen vom Klimabündnis Lützeburg. Für kurzem war dann die Pläne vom Klimabündnis zu Stesel. Am Klimabündnis sind übrigens 40 Gemengen Member an diesem Klimabündnis. Das Budget ist dann heute präsentiert, ging an Jahr 2024 um ein positives Resultat aufgeschlossen von 14.000 Euro. Resette waren 316.500 Euro und Depensen 305.812 Euro, was dann die Boni möchte für 14.000 Euro. Der Manchester bezahlt übrigens rund 6.000 Euro um Klimabündnis. Der zweite Punkt, was das SBL-Gesetz betrifft, nicht nur die Vereine möchte das neue SBL-Gesetz, sondern möchte Hauptträgerorganisation Mouvement Ökologique unmöglich, wie bis dort konnte, vom Klimabündnis zu feiern, ohne das selber am Bilan abzulöschen. Klimabündnis müsste also in eigenständig SBL gehen, aber das scheint nicht so evident zu gehen. Da sind wir im Innenministerium am Kontakt juristisch wie sie noch gefragt, wir echten Aussagen dürfen an sich Gemengen nicht Member an einer SBL gehen, laut der Responsable vom Ministerium. Auch wenn kein schriftlicher Refus da ist, könnte das aber landesweit für Diskussionen sorgen. Mengen, das Affaire ist à suivre. Ich habe eine Stunde umlaufenden. Merci. Merci Jean-Marie. Ich denke kurz über den SIAS schwätzen. Die letzte Komiteesitzung war der 15. Mai. Du hast einen Post gekreiert gegen eine Attaché à la Direction. Das war ein bisschen noch eine Demande, bottom-up. Den Syndikat geht aber immer mehr groß. Schaffen wir 16 Leute ganz, du an den CDD. Und wird auch vielleicht in Zukunft noch bei durch Projekt Leute beikommen, die auch über die Fondsprojekte finanziert sind. Auf jeden Fall vielleicht, sodass wir aber eine Person brauchen, die da ein bisschen ein Vue das Ganze tut, die Strategie vom Syndikat auch mit verfolgt. Man hat eine ganze Taschenbeschreibung, die werde ich auch nicht abzählen, am Komitee vorgestellt. An der Komitee ist dann noch unanim mat op de Weg gegangen fir die Posten do zu schaffen. Dann hast den Plan pluriannuell finanziell firstalt gin an och de Konten sind approuvéiert gin, do krämer dann lo demnächst wat man dann do muss no bezllen, das net ganz viel. Dann Protektion de la Natur, do hummer mat der Jolland SPL am Institut Saint-Joseph zu Betzter en Konvention gemerk. Die bauen auch vollen heisischer an ähnliches Nisthilfekästchen und so weiter an. Da das dann ein Offer, du hast gefroht gehen auch für die Gemengen, die mir bislo auch immer über das CGR die Käste konnte kaufen, sind aber einer Gemengen, die Möglichkeit nicht tun, für das die auch können über die Konvention dann so Sachen kaufen. Dann haben wir eine Konvention aufgestimmt mit der EBL, mit der Energiebrodung Lützeburg. Hier wird das Projekt gut geschehen, sodass in an den nächsten Wochen, also den Recycling Center ist schon dabei, das zu organisieren. CCN kann sich drum. An der nächsten Woche wird man dann bereit sein, dass kann an das Recycling Center Geschirrlehne gehen. Da brauche ich ein Geschirr nicht zu kaufen, Handwerksgeschirr, Gardegeschirr. Und da kann ein Dato lehnen an darum muss ich eine Applikation Rohflüde, wo ihn das reserviert, Konditionen noch akzeptiert, Geschirr muss ja ganz rumkommen und das funktioniert ganz über Recycling Geschirr. Das geht also ganz, wenn ich ganz von, das sind 90%, weil heinst du kommen gerade Sachen nicht, sie gehen aber gebraucht, aber 90% das assuriert, also geht nicht neu Geschirr gekauft, mir wird mit Geschirr geschafft, wenn im Recycling Center
ugesammelt gëtt an dann ass doch so dass dat Geschirr auch alkes no geguckt gëtt, dat ass schon mal zertifiiert ass an der Reihe ass wann net do rakkend an Dono och an der Reihe gehale gëtt enke vun de Leiit die kräne Informationoun am Recyclingcenter selber an awer och steht DBL immer mat zur Verfügung wann du Hëllef gebraucht gëtt. Das war gratis fir Leiit die do lenne kommen. Und dann hatte man eng Séance à huis clos, wo dann 3 Leiit die eigentlich Naturparkbüroder sind, aber wo demos eng Decision geholt war, die an enger Karriere A2 anzustellen, die entretemps die eng hatten schon de Master Diana Hunin an diesen lo alle an enger Karriere A1 klassiert gehen. Dann dat stimmt net du jour, mais am Hintergrund gëtt fleisch geschafft APS fir de neue Ressourcencenter an fir dat neue administrativ Gebäi an do war eng Versammlung mat den 4 Gemengen, die de Ressourcencenter bezuelen, fir Martinen zu gucken, ob dat Niveau APS de Projekt an die Richtung geht, wie sie noch vëlle mat droen a mat finanzéiere fin allem. An eng einer Informationsversammlung wird die ganze Projekt wird den 30. Juni sie wo von den 21 Mama Gemengen auch Schaffereit invitéiert gehen für auch dort zu gucken, ob das Projekt an die richtige Richtung geht, ob der Trägrad kriegt, was er braucht, und dann gehen wir an den APD an kommen dann für de Wort enke an den SIAS an der noch enke an de Gemengerot mir Maître d'ouvrage, mir sind aber noch am Gangen enke zu evaluieren, ob net awer de SIAS de soll sinn den dann no Kommanden rausgëtt an noch direkt bezielt, weil joch dat Gebäude no von der Proprietät hier an de SIAS so rüber geht, an dat dann vielleicht viel Sachen mir einfach möchte. Voilà, dazu zum SIAS, da kimmer zu einem normalen Ordre du jour, da will ich für mal exkusieren, den Nico Welsch an den Jules Zauber, an sie dann ans bei Progression gehen, den Nico Welsch hat Progression und den Serge Eicher gehen, an den Jules Zauber hat Progression und den Serge Stein gehen. Dann wollte ich noch so in die nächste Gemengerotssitzung, da tun ich vielleicht einmal vergisst, da das die erste 4. Juni war da am ist, du kriegst die Invitation, das findet der Schulorganisation, am Juni aber 2 andere Punkte mengen ich sind net die Ohren der Jo werden Stunden 4 Punkte voilà, 4 Punkte dat sind aber kein politisch Punkten schmengen dat wer der gesiwer an Jo krit dat mist fir so an der Reise. Voilà, da kimmer zum Reise mechte Punkt wo de Mobilität geht an als Verkehrszählung. Da will ich für dich mal begrüßen, enke der Präsident von der Verkehrskommission, mit der Verkehrskommission noch invitiert gehabt, für heute Deal zu holen. Vielleicht sind da die daheim noch gucken, und dann aber auch als Büro an Associé vertreten haben. Durch den Jacques Doster als ein Expert, mit dem wir immer gut zusammen schaffen, viel zusammen schaffen, dann hinter Vincent Thies Mabrett, den dann Präsentation größtenteils möchte von dieser Verkehrszählung. Ich meine, das ist gut, dass wir die gemerkt haben. Bon, ganz große Überraschungen sind nicht. Ich meine, wir wissen, dass der Verkehr nicht aufgeholt wird, aber kommen aber ganz flott Konklusionen dabei raus. Kann ich noch nicht 100% steht leicht Verkehrszählung von 2010 mit der heute vergleichen, weil der Modus nach einem anderen war, der die Leute noch auf der Straße haben, das Auto nur gehalten, sie haben frohe Gestalt, how das ist alles über Kamera gegangen, am Anfang digital ausgewertet, wir konnten noch mehr Punkte machen, wir über all den, das kriegen wir noch Details. Und ja, schon eng froh oder du just vergisst muss nach gucken wenn du fängt mit vielen da kann ich noch so dass den Zerstein okay. Den wird den nächste voilà ich meine dann ging man mit der Präsentation fängt schon nach so mir hat jo an der Gemengerotssitzung vom 25. Juli gestimmt, dass man die Kommentare das ist schon ein Zeitchen hier auch dafür gehen Erklärungen die Verkehrszählung war ja im September, da hat man aufgepasst, dass man eine Woche rausgesicht tun, wo kein Chantier war, wo kein Congé waren, war auch nicht alles so einfach für eine Woche zu finden, die passt. Und Dono war bei der Auswertung ein bisschen lange gedauert, ich meine, da geht das Büro drauf an. Und dafür setzen wir da heute dann hier aber mit dem Resultat. Voilà. Gut, Wort. Merci. Normalerweise nicht.
Ja, guten Abend, wie gesagt, noch von unserer Seite, vom Büro Schrader, weil wie gesagt, Ziel den Abend ist eben, denke ich, vorzustellen, die Resultate von der Enquete, die wir gemacht hatten. Ich werde eine kurz just Introduktion machen und was und werde dann die Resultate aus von der Erzählung vorstellen. Und zum Schluss werde ich denke, beim Fazit über ein paar Punkte angehen, was den dann auch aus denen Zölle vielleicht kann zusätzlich rauszählen. Wie ich schon gesagt, wir haben sich eine komplett Gezählung gemacht, wir haben Strassenreso an der ganzen Gemeinde. Einerseits haben wir das mit Kamera gemacht auf den Kreuzungen, das heißt, haben wir dann die Flüge abgeholt, mit Hilfe von einer Kamera, für zu gucken, wie auf den Kreuzungen den Trafik sich dann alles verteilt. Wir haben auch auf Querschnitt, das heißt, alles an der Entrée von der Gemeng aber auch ein, zweimal innerhalb von der Gemeng haben wir mit Radare gezählt, dass dafür Dunzuel von den Autos, die wir so abgeholt haben, an die verschiedenen Richtungen, wie sie fahren, durch man dann eben eine Entwicklung routen, so wie sie über den Dach geschieht, dass das dann noch über den ganzen Woche geschieht, währenddem wir bei den Kameras just ein Dach gezählt haben. Und dann etwas, was wir das Jahr dann eben auch nach, oder das letzte Jahr hat er gemacht haben, dass wir eben eine Kennzeichenverfolgung gemacht haben. Das heißt, wir noch da an den Entree von der Gemeinde so auf allen Plätzen Kameras abgehangen, wo die Plaque von den Autos abgeholt sind und dann hast geguckt gehen, als den Auto für den durchgemengt, für den zwischen anderem raus, bleibt den an der Gemeinde, könnt ihr vielleicht zur selben Stelle Punkt kennt den zurück, sodass den darauf hin sich auch so kann treffen über den Ziel an den Quellverkehr. Das ist selbstverständlich, dass die Daten von der Kamera sowohl auf der Kreuzungen wie auch hier, das natürlich alles anonymisiert und das so nicht zurückverfolgbar auch von uns, wie in der wo gefahren ist und das auch alles mit dem Datenschutz soweit aufgeklärt gewesen. Voilà, da vielleicht auch Schluss ganz kurz zur Übersicht. Wie gesagt, wo haben wir genau gezählt? Wir hatten Radar an auf 8 verschiedene Plätzen. Einmal fängt eine schon längs beim Rond-Point Cargo Center, dann hat man einmal gezählt auf der Höhe vom Park d'Activité an der Rue de Mensdorf, an der Rue de Bayern, wo ihr racken dann durf an der Kanischer Straße zu Alschëtter, dann noch von Eiter kommend Nummer 6 und dann noch Nummer 19 am Bierler Grund. Und zusätzlich hat man Keier gezählt, ob der Hecht von der Cité Großbourg ungefähr an der Mitte von den Ortschaften. Und dann haben wir eben eine ganze Partie auch Kreuzungen gezählt. Das sind die runden Blockpunkte an die Dreiecken, das da, wo man kennzeichen Verfolgung gemacht wird, dann praktisch eben auch überall ob die Limite von dem Cordon sozusagen ist. Wir haben eben auch Niveau von der Parkaktivität sowohl den Échangeur wie auch die 2 Entreen dem Moment von der Rue Gabriel Lippmann Kreuzungen mit gezählt. Wir werden so gezählt, oder war das der Vergleich? Mir 2010 war sich ein großes Etude gemacht mit den 4 SIAS-Gemengen, das heißt mit Niederrhein, Sandweiler, Kontern an eben noch Schütter. Und das darum gegangen ist, für die Gemengen Schütter gehend, da denke ich zu wiederholen. Das heißt, wir haben noch, für einen Vergleich zu machen, haben wir eben am Prinzip auch Radaren und so weiter, das ganze Material auf derselben Plätze gezählt. Du kannst ihn da vielleicht just kurz sagen, dass man einerseits 2010 war so, dass Kanischer Straße gesperrt war, das heißt, konnte man dem uns nicht zählen. Aber wir haben eben nach ein Kehr beigesagt, Kreuzungspunkt um Neuhäuschen, das den dritte Punkt auf der Kreuzung Rue de Senningen mit der Rue Principal, aneben zusätzlich am Parkaktivität d'Entrée und Sortien von der Rue Gabriel Lippmann. Und das tun wir eben so gemacht, dass wir eben noch nicht eine Analyse machen, wer das wie die Situation und Wahl vom Trafik haut, mit den noch ein Vergleich kriegt mit den Zählungen von 2010, wer dann denen 14, 15 Jahren wie sich die Situation entwickelt hat. Voilà, und da gehe ich direkt weiter und das Wasser. Guten Morgen dann noch von mir. Ich gehe noch mehr an Details von den einzelnen Zählungen. Fangen wir dann eigentlich um diese Querschnittzählungen. Ein kurz als Übersicht von diesen verschiedenen Querschnitten, die wir gezählt haben. Und wenn man da aufhängen mit dieser Hauptrichtung, also mit der Rue Principal, mit der Hauptstraße, sieht man natürlich um den Rätselbalken immer an den Ecken, dass natürlich der Verkehr immer relativ hoch ist.
an auch relativ konstant eben iwwer woch verdeelt das. An natürlich heiers natürlich den Hexeverkehr natürlich op der am Posten 10 ha natürlich am Bereich vom Echange an die anderen 100 natürlich wie Posten 29 oder Posten 6 und haben natürlich auch noch relativ hechen Undelfuhrverkehr. Dann enke op Seiter gucke gin zum Beispiel halt beim Cargocenter man natürlich auch immer noch mal gut Verkehr oder eben auch op der Zielstelle 19 anders zum Beispiel op der Posten 7 Ader Ning, wo man natürlich auch relativ ein konstant Verdelung im Verkehr iwwer deich, aber relativ wenig Verkehr. Wenn man enker zu erwähnen als ein Ziel dafür eben Mittwoch, das eben do, wo man als Spitzestunden enker Insel geguckt hun, da sieht man natürlich enker Reetsurwen an dem Heitefall, das natürlich als den Querschnitt 10, wo der Verkehr natürlich, wo man relativ viel Verkehr haben, wo der Verkehr auch relativ viel über den Tag verdeelt ist. Also hier dann von kein ganz klar Spitzestunden. Ähnlich also da zum Beispiel beim Posten 29 oder auch Posten 6, wo man natürlich den blauen Balken Moes, wo natürlich der Verkehr all Richtung Echange führen. Hier seid ihr zum Beispiel den blauen Pfeil oder auch eben Oves an die andere Richtung, da das dann eben die Rotbalken im Dovespitz an die andere Richtung. Wohin natürlich auch gesagt, dass Oves zum Beispiel eben mehr Verkehr ist wie im Moes Richtung Echange. Dann hier links beim Cargo Center sehen wir zum Beispiel, was ganz interessant ist, Moes halt wirklich einen relativ großen Verkehr an der Spitze standen, an Oves auch zu anderen guten Teil und Verkehr, aber süß natürlich. Beim Posten 19 ist natürlich dann eine relativ konstant Verdelung über den Tag und natürlich auch viel mehr Verkehr wie eben noch im Posten 18. Dann Posten 7 Ader Ning, hier geht am Anfang noch nicht so viel Interessantes zu sagen. Ich meine, wir haben viel mehr Verkehr, wie auch schon viel drin vom Verkehr und der Woche, wie man das schon gesehen haben, an auch wirklich keine richtige Spitzstundenwerte, vielleicht beim Posten 7, wo man wirklich zur Spitzenstunde haben, aber der Verkehr halt wirklich nicht ganz groß ist pro Stunde geguckt. Da gehen ich auf die einzelnen Knotenstromzählungen an. Die was sich von den einzelnen Kreuzungspunkten, die wir eben gezählt tun. Hier haben wir auch splittet man dann an zwei, dass wir verteilt innerhalb von Schritte gucken und dann eben auch den Bereich eben beim Echange. Das hier ist dann ein Übersichtsplan von Knotenpunktzählungen von innerhalb von 13 Stunden. Hier seid ihr natürlich unterdeckt von den Pfeiler, dass innerhalb von 13 Stunden den Hauptverkehr immer nach über Trü Prinzipal führt, was auch zu erwarten ist. Hier ist dann das nämlich System am Bereich vom Echange. Hier sehen wir natürlich, dass auch hier an beide Richtungen, also Oves und Moes, natürlich den Hauptverkehr hier eben an beide Richtungen führt. So, wenn wir uns nur auf Moes-Spitz konzentrieren, da sehen wir ganz, wenn man hier als Rue Principal, wo man dann eben die 800 Autos haben, die hier Moes pro Stunde rauffahren. Also es sind noch 550 Autos, die oben eben hier in den Bereich vom Echange weiterfahren. Stelle ich natürlich froh, ja, wo fahren die anderen Autos hin? Wir haben natürlich hier, ganz interessant, das ist ein relativ hohen Undeel und über 400 Autos an der Spitze standen, die halt hier über Rue de Neuheise fahren und dann eben auch über einen Teil über Rue de Luxembourg. Und die ich dann eben jeweils zu summieren halt über Rue de Sendingen von 650 Kfz pro Stunde, was natürlich für so eine Straße relativ hohen Undeel und Auto ist. Wenn wir nur als Oberstunde gucken, fällt natürlich auf, dass wir zum Beispiel über Rue de Sendingen, wo wir mal 600 Autos haben, wo wir los noch 200 Autos, also so guten Teil Männer, wobei eben auch hier über Rue Principal immer noch am Vergleich zu der Mollstunde immer noch einen relativ gleichen Undeel und Auto fahren. Wenn man dann besser den Vergleich, Moi ist eben hier die 650 Autos und oben sind eben die 200 Autos, die hier über Rue de Sendingen fahren. Stellt sich natürlich froh, ja, wo die anderen Autos da eben an dem Fall hinfahren. Wenn man Moi 600 und dann oben 200, dann müssen der Rest von den Autos oben sich in einen anderen Weg sichern. Wie ist die Differenz am Anfang zu erklären? Da haben wir dann hier natürlich auch den Effekt vom Irrgärtchen, wo früher natürlich noch nicht so, die nicht so, wo dann nicht ausgebaut gehen ist, aber wo ausgebaut gehen ist, wo man natürlich
die Leute, die im Kirchspiel zum Beispiel kommen, Mann Stau, die sich dann echt dafür dezidieren, wirklich Richtung Stadt, über dann 2 oder dann 20 zu fahren. An also am Anfang die schwarz gestrichene Linie als ein Erhebungskorder und natürlich an dem Fall gifen die Autos, die so fuhren, die gif mal gar nicht zählen. Du wenn's als natürlich den Deal, den eben über die Sendung fährt oder auch eben über die Prinzipal natürlich logischerweise mal du dann im Mann Auto. Wenn man heute an den Bereich vom Échange gucken gehen, ein neue Spitze, wo man natürlich auch neue eine spitze Richtung in Richtung Échange, an eben die andere Richtung, also in Mannerbelag Richtung Schetter. Was hier auch ganz interessant ist natürlich, dass wir hier wirklich einen relativ hohen Undeel und Zielverkehr haben an der Rue Gabriel Lippmann. Ich meine von über 400 Autos an der Spitzestunde. Das nämlich oben geguckt haben wir natürlich relativ hohen Undeel und Quellverkehr, das heißt, was aus der Rue Gabriel Lippmann eben rausfährt. Dann haben wir natürlich auch hier Richtung Schetter eine Spitzestunde von 550 Autos an der Stunde, beziehungsweise die eine Richtung Échange, wo man auch Autos mit die im Mann belastet. Da gehe ich kurz auf Kennzeichenverfolgung an, die wir gemacht haben. Hier die, was sich von den einzelnen Kameras, eben die außerhalb oder die halt am Eingangsbereich vom Corner sind, wo wir im Auto gezählt haben. Hier kurz die wichtigen Ummerkungen, dass eben auch und der Zielstelle 10 gesagt, zum Beispiel alles, was hier eben auch rangefuhr ist, an Rue Gabriel Lippmann, als eben auch als Zielverkehr definiert gehen an dem Fall. Also alles, was am Anfang am Korridor raffiert, aber mehr wie 15 Minuten dran ist, wird entweder eben als Zielverkehr oder eben als Quellverkehr eben gewährt. Und der Rest ist dann eben Transitverkehr, was eben dann immer rausfährt. Hier kurz zusammengefasst die Zielstellen, zum Beispiel vom Zielverkehr können wir ungefähr so, dass wir generell für Zielstelle 6, 7, 8, 9 haben wir groben Undeel von 30% und Zielverkehr, bei dem der Schetter raffiert. Die Hauptflüge sind meistens zum Beispiel von der Zielstelle 6, wo man einen Hauptflug zum Beispiel immer Richtung Zielstelle 10, also Richtung Échange fährt, und aber auch ein gewisse Flüge, die eben auch Richtung Cargo Center fährt. Das sind immer als Hauptflüge. Beim Quellverkehr, also meistens das nämlich spielt sich an die andere Richtung, haben wir auch im Quellverkehr immer am Bereich von 30 bis 40%. Genau. Dann für Zielstellen 10, 18 und 19 haben wir auch einen Zielverkehr von generell an der Moyenne von 50%, was wie gesagt in Richtung Schetter bzw. eben auch an Rue Gabriel Lippmann fährt. Und dann nämlich eben auch für den Quellverkehr für als Zielstelle von 10 bis 19, da wir auch hier ein bisschen wie variabel haben wir den, was zum Beispiel für Zielstelle 18 ist 30% Quellverkehr, aber für Zielstelle 10 und 19 schwätzen wir auch mal von 50%. So, nachdem wir die 12 Inseln geguckt haben, gehen wir da kurz auf den Vergleich an mit der SIA-Studie von 2010. Ein kurzer Rappel, eben die Punkte, die wir jeweils, oder die Kreuzungen, die wir 2024 noch mehr gezählt haben, an dem Poste 7 halt die Straße, die eben 2024 noch mehr gespart war. Fangen wir dann mal die Querschnittszählung an. Hier haben wir natürlich die wichtigste Differenz zu sagen, dass damals 2010 der Querschnitt der Posten 10 in der Rue Gabriel Lippmann Luch an 2024 war halt der Posten 10, die war über der Rue Gabriel Lippmann. Der Tisch haben wir gewisse Differenzen, die muss ich eben dann noch berücksichtigen. Hier haben wir den Vergleich geguckt, blau als das, was 2010 gefahren ist, innerhalb von einer Woche, an orange als das, was halt innerhalb eines Tages, was 2024 gefahren ist. Hier sehen wir natürlich generell, dass 2024 ob praktisch alle Posten immer mehr Verkehr war, wie das nach 2010 war. Hier sehen wir zum Beispiel auf der Rätselfoto den Vergleich, eben zum Beispiel auf der Rue Principal, dass man wirklich Posten 40% mehr Verkehr haben und dann das Löser auffällt, an Posten 10 zum Beispiel nach 25%. Was hier natürlich ganz interessant ist natürlich, dass heute Posten 18, den eben über 100% mehr Verkehr hat, wie Anfang, also doppelt mehr Verkehr, wie das nach 2010 war. Genau. Hier gehen wir den Wochenverkehr, hier gehen wir auf den Tagesverkehr Insel an, auf die Inselstunden.
Hier sehen wir dann zum Beispiel auch, wenn man am Hai als Rüprinzipal gesehen, Mäuse als Anfang, das soll Mäuspitz durchstellen, an die andere Seite, wo die Sonne inner geht, eben Doverspitz. Hier sehen wir dann einfach, dass eben was Richtung Echange führt, dass man da zum Beispiel Mäuse 30% mehr haben Zielstelle 6 an der löst, aber auffällt Richtung Echange, an zum Beispiel auf der Zielstelle 10 an der Mäuspitz, Manner Verkehr und wie das jeweils eben am Jahr 2010 war. Für Doverspitz ist das praktisch nämlich, haben wir auch im Mannerverkehr Zielstelle 10 und das natürlich geht da so weiter, auch dass man zum Beispiel Zielstelle 6 ist noch sogar minus 20% Verkehr. Das gibt wir hier auch in unseren Tagesganglinien gesehen, als Beispiel zum Beispiel auf der Zielstelle 10, wo wir 2024 550 Autos gezählt haben, an 2024, voilà, an 2010 waren da aber mehr, also zum Beispiel 620 Kfz pro Stunde. Hauen einmal kurz resümiert, also wie gesagt, dass eben hier Richtung Echange Auto zu Unzahl eben Neues auffällt, und auch eben an die andere Richtung Auto zu eben Oves auch im auffällt, Richtung Schütter. Wenn man dann Heilwanker, was jemand auf die Querschnitt 18 und 19 an, hier sehen wir natürlich einker zumal eben für die Querschnitt 18 eben die größte Differenz, wo man zum Beispiel zumal im Neues bei über 100% im mehr und Auto haben. Da gesagt den zum Beispiel hier in unseren Tagesganglinien, ich meine, die hier ist von 2010, da haben wir gerade mal 410 Autos pro Stunde gezählt. An hier 2024 sind wir schon bei 750 Autos pro Stunde. Weil natürlich eine immense Steigerung ist. Genau. Und der Oberspitz wird auch jeweils ein bisschen zugeholt, aber im Vergleich zum Neuspitz natürlich mehr. Und Querschnitt 19 ist relativ konstant geblieben, dus haben wir der Overs eben ein bisschen mehr Auto gezählt, wie das 2010 nach der Fall war. Genau. Hier kurz eben visualisiert, also das ist natürlich so, wie kann er sehen, also hier haben wir natürlich mehr Autos, die hier prinzipiell Richtung Echange gefahren sind, wie im Demos, dafür sind wir die viele Autos natürlich hier, wie man damals schon als Flüge gesehen und die dann eben hier über die Sendungen, über die Cargo Center fahren, wo dann eben hier die plus 90% rauskommen. Das nämlich auch nur ein für die Posten 9 und 8. Hier haben wir dann zum Beispiel, wo wir beim Posten 8 Mannerverkehr gezählt haben, hier kann ich natürlich auch argumentieren, also wie das halt 2010 der Fall war, hier kann ich natürlich argumentieren, dass den Posten 7 hier jeweils früher natürlich gespart war, das ist das jeweils in mehr Autos hier über Zielstelle 8 gefahren sind, wie das heute der Fall war. Du wenn es kommen eben durch die Minusprozente, aber im Querschnitt 9, den als relativ uninteressant ist, du mal wirklich keine große Differenz am Vergleich zu 2010 erzielt. Hier haben wir dann eine grobe Übersicht, wo man dann kurz gesehen längs eben den Wochenverkehr, den Tagesverkehr, den eben wirklich zugeholt, praktisch auf alle Zielstellen, wie gesagt, hier mit den 108% Cargo Center, was wirklich eine hohe Steigerung ist. Und auf der rechten Seite dann eben immer für die Neustunde bzw. für die Oberstunde eben die verschiedenen Steigerungen oder eben noch Senkungen. So, du stellst sich natürlich die Frage, okay, wie kann das da sein, dass Neues, dass am Tag zwar 25% mehr Autos über die Zielstelle 10 fahren, aber als Spitzstunde Werte sind Manner groß, also für eine Manner Autos drüber. Da kann er sich am Anfang so vorstellen, dass zwar 2010, das gesagt in hier und dem Diagramm, das Grot, der Peak zwar mehr höher ist, das heißt, sind zwar mehr Autos an der Spitzstunde gefahren, aber 2024 sind war einfach die Spitzenzeit viel mehr lang. Das heißt, wir konnten mehr Autos insgesamt am Tag zählen, mehr zu einfach nicht mehr Autos eben über die Kreuzung beziehungsweise über den Querschnitt eben gepasst. Das heißt, generell hat man im 2024 mehr Autos wie 2010. Dann gehen wir auf die kurzen Knotenstromzählungen an. Hier kurz eine Übersicht von 2010 am Vergleich zu 2024. Das war eben am Bereich von Schütter selber. An der Teil ist eben dann der Bereich vom Echange. Wir gehen auf die genaue Zahlen im Detail an. Hier sehen wir zum Beispiel am Bereich vom Echange, wir schwätzen heute von 13 Stunden Werte, dass generell der Verkehr, wie auch schon Fedro gesehen, überall ein bisschen beigeholt wird. Aber was ganz interessant ist, dass zum Beispiel der Flüge, den hier von der Autobahn bei Schütter rausfährt, dass den zum Beispiel raufgehen ist. Das heißt, wie Fedro schon durch den Effekt vom Irrgärtchen erklärt, dass eben viele Leute sich oben verheben in einer Wesischen und dann echt eben über den CO oder dann 20 eben fahren.
Heineinke hat lo die Einzel Vergleich eben von den Knotenstromzählungen, wie auch schon für Drohnen gesehen wir zum Beispiel alles vertraut, dass also eine klare Steigerung von Verkehr im Vergleich von 2010. Da sehen wir zum Beispiel, dass, wie gesagt, über Trüde Luxemburg oder über Trüde Neuheißen und Trüde Sendingen eben viel mehr Auto fuhren, wie das nach 2010 der Fall war. Und dass auch zum Beispiel über als Hauptstraße, Route Principal, Mannauto fuhr, war dem noch Querschnitt 10, wie man das gesehen hat, dass du Mannauto an der Spitze schon gefahren sind. Und da gesagt, denen auch ein Gehai und den geringen Zöllen, was bedeutet, dass du im Mannauto am Vergleich wie 2010 gefahren sind, Richtung Échange. Ein kurz resümiert eben eine Steigerung über Nebenstraßen und eben auf der Hauptbelastung, eben auf der Hauptstraße eine Verkehrssenkung. Genau, der Tausendeinker für Doverspitz, wo man dann auch gesehen, dass man an die Einrichtung auch eine Steigerung im Verkehr haben, an die anderen, wie auch im Hai, Richtung Schütterumfang für Heim, wo man Männerautoen, da ist auch den Effekt vom Ehrgärtchen, wie gesagt, dass eben do Männerautoen über Trüb Principal am Heim fahren. Auch ein Hai, wie gesagt, wiederholen wir am Effekt vom Ehrgärtchen, eben die Verkehrssenkung Richtung Schütter ran, an Oves eben Schütter raus, eine kleine Erhebung. Da kann den auch Haineinke und die Flühen eben den Haiflü, den Hai die minus 90 Autos und die minus 6 Autos, die im Oberserem Partner, das heißt Neues, die eben nach Schütterem fuhren. Genau. Und Hai ist dann ein Obersnecke gewesen, wie gesagt, immer am Effekt vom Ehrgärtchen mit den minus 130 Kfz pro Stunde, die eben der Männer am Vergleich von 2010 eben Richtung Schütter Obers fuhren. Also das ist generell immer eine leichte Erhöhung im Verkehr. So, da kommen wir kurz zum Vergleich noch von den Kennzeichenverfolgungen. Da muss ich natürlich kurz erwähnen, dass, wie Fedro schon gesagt, 2010 goufen d'Autoen ugehalen, an du gouf so manuell gefrot, an Haut war dat natürlich alles méi digital. Dat heißt, dass du natürlich ein gewiss Fehlerquell eben dohannerstech, an dem man eben musste filtern. Also kon zum Beispiel 2010 beziehungsweise also kon kein Vergleich gemacht gehen mit dem Quellverkehr von 2024 mit 2010. Das heißt, am Anfang konnte man süß den Zielverkehr eben vergleichen von 2024 eben mit 2010. Heute seid ihr dann kurz eben der Vergleich von den einzelnen Zielstellen. Es geht, generell kann ich sagen, also die Kennzeichenverfolgung ist immer über 13 Stunden gelaufen. Generell kann ich wirklich sagen, dass ein Undeel vom Zielverkehr, ein kurzer Rappel, ein Zielverkehr ist eben auch alles, was dann Trüggeber Liebmann rangefahren ist. Das heißt, natürlich eine Steigerung haben, generell von gewissen Prozentpunkten, zum Beispiel Zielstelle 6,6% mit Zielverkehr gezählt oder auch eben Zielstelle 10, was natürlich auch ein ganz interessantes Zielstelle ist, eben die vom Échange kommen, dass wo man zum Beispiel eben 4% mit Zielverkehr innerhalb von 13 Stunden gezählt haben. Das Ganze dann natürlich auch für Zielstelle 18 und Zielstelle 19 haben wir auch immer eine leichte Erhöhung von unserem Zielverkehr, immer von rund 5 bis 10%. Wenn man da kurz als Resümee zählen, ja, das heißt viel zählen, aber generell soll einfach verhalten, dass wirklich am Vergleich von 2000 zu 2010 konnten wir an der Moyenne 5 bis 13% mehr und Zielverkehr zählen, wie das nach 2010 der Fall war. Und auch, dass als Summe vom Zielverkehr im Vergleich von 2010 gut Strecke rupgegangen ist. Ich meine, 2010 hat man halt gerade mal 3700 Autos, was Zielverkehr ist. An Haut schwätzen wir wirklich von 5700 Autos. Wie gesagt, das sind nicht alle Autos, die alle Richtung Schütter fahren, aber das ist eben auch einen großen Undeel eben auch von der Rügeber Liebmann, den eben auch seitdem relativ viel Verkehr angezogen hat. Da kommen wir kurz zum Resümee. Wie gesagt, Tagesverkehr 24 Stunden ist wirklich auf der Rue Principal ein gut Stück an Lut gehen, aber auch ein guten Teil von Autos sind eben auch Decision geholt, über Trüde Neuheißen und dann eben über Trüde Sendingen zu fahren, eben in Richtung Cargo Center. Ein kurz für neue Spitzen, eine Notstrombelastung, wo ein kennt, ja, ganz viele Autos haben sich in die Richtung zu holen, am Mannauto voll eben über die Rue Principal. Und ein kurz ein Durchstellen von den einzelnen Straßen, wie gesagt, das sind nicht unbedingt Straßen, die so eine Kapazität sich und Auto können unholen.
dafür ist der doch ganz interessant an der Overspitze zum Beispiel haben wir aber am Gegensatz zum Mäus zum Beispiel viel an Auto ich meine mir viel gesehen 600 Automäuse an Overs 200 Autos süß also von 3 Mann Verkehr an der Overspitze die wir die Sendung gefahren genau Herr Friedrich schon natürlich wie gesagt wie schon erwähnt hat der Umweg über an der Overspitze wie gesagt im Matten mam Effekt vom Irrgärtchen ich meine Mäus gewiss Stauzonen also heißt in kurz ein Stauzonen für Mäus durchgestalt im Hai Richtung Echange oder Hai Richtung Irrgärtchen und dann Hai einfach den Effekt vom Irrgärtchen eben erklärt dass eben wie gesagt Dauten die zum Beispiel vom Kirchspirch kommen dann Hai Richtung Stadt und dass da dem Haut besser geht wie der Demos der Fall war und dann eben nimme über da fuhren an über Trüde Sendungen oder über eben Trübprinzipal der Tage am Fongmer als ein gewisse Verkehrsumledung Autos die halt freie Haiflight gefahren sind an der Overspitze an über Trüde Sendungen oder Trübprinzipal von dann echter über dann 2 oder dann 20 weil das einfach besser geht oder Neues weil dem Heilo staut jeweils auch von Leitern echter über Trüde Neuheißen an über Trüde Sendungen Richtung Cargo Center voilà. Merci. Voilà, dat war wie gesagt ganz viel Zöllen an froh die ich natürlich besser stelle dass wat Mama Hanlo mat den Zöllen oder wat hat dat eventuell wat gin für Möglichkeiten wie man dann lo an Zukunft wenn man wüsste wie viel Trafik du aus mat den Straßen noch umgehen an das ist vielleicht just wichtig zu wissen dat eben seit 2023 eng neue Prinzip geht wie in Mattestraße kann umgehen dat net wie soll der Statut sie von der Straße selber eng Staatsstraße eng Nationalstraße Marepri oder im Gemengestraßhandel mit dat soll Funktion von der Straße am gesamte Straßereso sinn die definiert wie ich kann eng Straße beruhigen an dat gibt die Gemengen eben haut wesentlich mehr Möglichkeiten zum Beispiel für eben noch Vitas op denen Transon zu limitieren. Bei emol hummer der Route Liaison dat as oder Nationalstraßen, dat sind eben die großen Verbindungsstraßen, die wir Land gehen. Du hast zum Beispiel auf Punkte Verkehrsberuhigung immer einem punktuell dressisch möglich. Bei Chemare Prien, der natürlich ein ganz Party hat, die zwar nur ganz viel oder ganz wenig Trafik haben, wie wir gesehen haben. Du hast am Prinzip auch so, dass ein Gemeng, wenn sie da will, kann theoretisch von Ortschaftstafel bis Ortschaftstafel wie das op limitieren. Sie muss natürlich verschiedene Mesuren holen, für das auch der Fall ist. So nicht, dass das muss machen, aber just, dass das geht. Das war wiederum nicht der Fall, weil das nicht an zentrale Bereich möglich ist. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, für was man am Kader der Rue Principal die 30 verlängert haben, dass das möglich war. An Punkt der Gemengestraße war natürlich schon immer möglich. Ne? Das heißt, weil die große Route Liaison, der Melo kein oder der Dielo viel mehr kein direkt zu schütter hut die Nationalstraße sinn wo dann auch klar definiiert dass wéi die solle berouig gin an op wéng Äderweis mat wenge Konditionen eben do generell gëllen dat sind als natürlich Prinzipieschemen an dann also eben so bei den Route Distribution die dir eben besonders schut wo dir als Gemenge Meigkeit hut do méi anzuwirken do also eben für allem Quantität vum Trafik während der Spitzestunden déi definiiert letztendlich wéi weidech kann mat Menge Verkehrsberuhigungen goen sie machen oder das Ministerium möchte eben do Differenz an der Spitzestunden zwischen eng Trafikfäble wo so dann ass wann Manner wie 250 Auto an der Stunde hun bis 450 Auto an der Stunde an Beitrichtung dann als Trafik elevé an oder tschen an so enger Situation intermediär, wo dann OK par K bis muss evaluiert gin wat die Stroßweise eben nach wie wichtig se als Verbindungsstroß ass. Zum Beispiel as so bei enger Route Distribution Trafik elevé wat ganz einfach Trü Principal natürlich werden 132 du hast vom Prinzip hier so dass zum Beispiel der Velo soll war méigich getrennt gefauerert gin da den eben Stroß praktisch so wie Haut so 6 Meter 100 kann bis 5,50 Meter just ageengt gin dat du den net ganz viel unbedingt Meigkeiten oder net Meigkete wie Haut an soll eben gucken dat den alle 100 bis 200 Meter dem Moment eng Verkehrsberuhigung mcht. Par konter wann an enger
am Fall sie von einer Routedistribution Trafik faible, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, dass ich viel mehr Verkehrsberuhigungen kann und darf auch machen. Aber dass ich zum Beispiel auch auf so Plätze kann feststellen, dass die Straße zum Beispiel nicht mehr auf 3,5 oder 4,5 Meter angeht, das heißt, dass nicht mehr ein Auto dem Moment launcht. Und das gibt man zum Beispiel Möglichkeiten auf Plätzen, wo ein Trittweg immens schmal ist, launcht ein Haus, was vielleicht an der Straße steht, effektiv zu garantieren, dass dann auch der Fußgänger trotzdem einen durchgängigen Trittweg hat. Ja, dann haben wir natürlich die Rüde des Herd lokal, das sind Graf eben praktisch all Gemengestraßen, das sind die im Prinzip von der Beruhigung hier nach immer so kann realisieren, wie das eben noch bis der Fall war. Du hast zwar ein paar Sachen geändert, Kleinigkeiten, aber auf die gehe ich nicht am Detail eingehen. Voilà, dat heißt, dann just enke Diversicht mat dem Statut vun Ärer Strassen, der Techt mir hunn eben Gemengestrassen an Schemare Prien nowen d'Autobun die left. De Plan National de Mobilität 2035 den definiert de beschaffet ganz Land oder praktisch ganz Land enkeier wo hummer Liaisonsstrassen, dat hecht dat muss net immer eng Nationalstross sinn, dat kann noch ein CR sinn, dat zum Beispiel vun Iranwen auskommend as Mënzbecher Stross in den Iranwen noch als Route Liaison, weil se Verbindung ma Mechanger mcht definiiert. Ansonsten huet Dir och egent Territoire keng weiter Liaisonsstrassen. Und dann, auf der Basis geht es natürlich darum, dann eine Proposition zu machen von der Klassifikation funktionell, für eben da können zu definieren, welche Verkehrsberuhigungen kann machen. Und en gros, kann den leider fachlich zum Kontrast nicht immens gut, aber gros kann den aber so, dass den eben die Schemare Prien hat, haut den a priori natürlich auch wie eine gute Distribution kennt behandeln. Und dann haben wir eben die Routedistribution Trafik LW, das heißt, wo wirklich viel Trafik ist, und das ist natürlich für allem Trü Prinzipal, vom Échanger bis später rauf. Aber wenn ich noch lange nicht mehr Zölln holen, dann müssen wir noch so in der Trü de Neuhäusen von den Zölln hier als mehr wie deutlich eine Routedistribution Trafik LW. Und gerade so wie Trüde Sendingen, weil man an der Mäuse spitzt einen extremen Trafik haben. Ich meine, da haben wir für die gesehen, mit 650 Autos, die viel CRen haben auch am Land haben das nicht. Das heißt ja praktisch alle 5 bis 6 Sekunden ein Auto, den durch die Straße fährt. Das ist praktisch Stoßstange auf Stoßstange. Das heißt, sich kenne ich auch so, wir sind da so qualifizieren. Aber natürlich als high Problematik für allem gehen, und das soll auch nicht so sein, dass Trüde Neuhäuser und Trüde Sendingen für allem ist natürlich von der Geometrie von der Straße nicht für den dorten Trafik adaptiert. Das ist nun mal ein Ventil, wie wir gesehen haben, weil auf andere Plätze Moes nicht gut funktioniert, sie wird Richtung Échanger Münzbech oder den Irrgätschen zwar overs effektive positiven Effekt huet an den letzten Jahren, dass den Trafik für als Gemeinde aufgeholt huet. Mit Moes ist das viel mehr der Fall, weil man durch den Rond-Point Cargolux und Kantonement von Sandweiler nach immer trotzdem relativ viel Rückstau haben. Das heißt, das ist overs kommt viel besser, da lernst auch viele Autos, die eben an der Südosten vom Land fuhren, die sonst eben durch eine Gemeng gefahren sind, die fuhren eben haut durch über den Irrgätschen. Eng zweet da wäret natürlich vielleicht eng Variante, das nimmt eng Überlegung zu sagen, ja, wenn die Straße nicht dafür passen, möchte die Straße dann natürlich zu. Mit muss ich natürlich wissen, dass in dem Moment kriegt in den ganzen Bereich von der Rue du Parc, Rue de Neuhäusen und Neuhäuser selber natürlich immens beruhigt. Aber es geht in den Trafik einerseits natürlich rum auf Rue Principal aufdrecken, wo man gesehen hat, dass Trafik nicht draufgegangen ist, aber auch geht das dich nicht direkt betrifft. Natürlich wird dann mehr Trafik Richtung, also von Eiter auf Sandweiler Landste Prison dem Moment fuhren. Das heißt, die wird sich da wahrscheinlich so abteilen, weil in das Ventil an der Mitte dem Moment zumischt. Alternativ kann ich nur noch so, okay, wir machen zum Beispiel nicht mehr den Trafik zu an der Rue de Neuhäuser, für das wirklich zu bremsen. Auch dann haben wir vielleicht bisschen Manner Trafik, den durch Rue Principal geht, aber da wird sich durch die Lützbauer Straße Richtung Biereler Grund, und da werden sie den Moment Robert Neuhäuser sicher, wird auch einen großen Teil von dem Trafik haut schon mischt. Ich kann mir auch da vorstellen, zum Beispiel, dass dann der Trafik an der Kernischer Straße den Moment aufhält, weil die ja just drüber fuhren, für die Toten zu machen, und die werden vielleicht in Zukunft dann eben über Eiter der Straße und dann zu Straße eben an den Biereler Grund fuhren. Das gibt so Verlagerungen, mit denen in dem Moment könnt rechnen.
Das wie gesagt für Route Distribution Trafik elevé van von denen schwarzen affable Trafik der Tisch wo man wirklich keine filmi konsequenten Verkehrsberuhigungen machen dann hast die dunkelblolinien die ganz sicher immer an dem dort Fall sind da das Münsterstroß du man kein 100 Auto an der Spitze stand da fehlt noch kein Bus sind das wirklich schon bald ein Gemenge-Stroß also das ganz wenig Trafik den man da gezählt tun an der Rue de Bayre gi war für also auch nach dazu gehören an noch trotz dem Trafik dem man moes do bessen hunn da war auch nach immer richtig fir kanischer Stroß zu Altschëtter an aber eben auch fir Rue du Park. A dann schwätzt man eben vun Sendeng oder vun der Rue de Luxemburg du hast eben nur jene Optionen ob en ober der zou mecht as eben so ass die Strose so am Reso ze gesinn wéi eng Route Distribution affable oder eben a Trafik elevé. An ganz zum Schluss dann do gëtt dann wie gesot Gemenge Strosse selber können natürlich als Rüde des hart lokal gesinn dat Stossen weg just funktion dat fir Leiit sech bis hem ze féiere vun dem Herbstrosse Reso an do as de vun den Optionen hier hue den Trüde Sendingen oder Trüde Nachheise wo je dem wéi in enke desideiert ob en do an den Reso ergreift wo ich kann desideieren ob den die Strossen so méi beruhigt oder net mat den Wirkungen die dann aber natürlich op den andere Strossen op den Hauptreso dem Moment hat. Voilà. Müller probiert wie gesagt so sehr wie méigich also informativ wie méigich trotzdem durch die ganze Präsentation zu go an die Stadt so vorzustellen hoffen war bisschen klar méi van der frohen hue sind natürlich schon gern do fir Dr zu antworten oder mir. Merci mal für die Präsentation geht net froh Schlift. Ja, merci für die exzellente Vorstellung da. Wenn ihr dann guckt, den Unterschied zwischen 2010 und 2025, wenn man nur sehen, gibt es immense Unterschiede. Die haben per Pisten abgezeichnet, was ihr könnt machen. Schon wenig Bedenken für, wenn ihr den Straßen so möchtet, da kriegen die anderen das alles weiter. Und da muss man evaluieren, lohnt das sich oder lohnt das sich nicht. Weil dann die sind da froh und die anderen die sind dann nicht mehr so begeistert davon. Eng einer Sache, ich will ein Beispiel herausfüllen, ich hatte Haare drauf, über 450 Autos und all da. Das ist enorm. Ich meine, sind doch nicht alle gut, die an der Rüde Sendingen rauskommen, sind doch die ist, als ich den Raubüro fuhren, da kommen sie zumindest wie raus, weil sie wollen die Hauptstraße verhindern, den Stau, die bei dem Schulzentrum zu Münzplatz, also wollen dann den Stau da verhindern. Den Unterschied ist wie gesagt enorm. Die sagt, was machen wir mit den Zöllern? Interessant, was wir, wo wir drin sind, könnte aber, das ist ein ganz gutes Sache, die wir haben. Mit könnte zu einem äußerst schlechten Zeitpunkt für die Gemeinde Schottach. Wissen wir, wie gesagt, mit ihren Donnieren, was wir alles gesehen haben, wo wir drin sind, aber was machen wir am Oktober die Hauptstraße ganz so gemacht. Also nach just für die Anlieger. Da muss frisch evaluiert gehen, wie führen wir da weiter. Und das ist einfach eine Menge Suegelo für zu gucken, was geschieht dann, nur mit Chiffren, wo ihr noch könnt etwas machen. Aber wie gesagt, wenn das dann zugemacht wird, dann muss man das nicht bewerten. Nur wenn das mal läuft, die ich Menge mit darüber gucken, wer das da könnte machen. Es kommen vielleicht mal ein Auto und ich stürze, ich weiß das nicht. Das muss ich gucken. Eine zweite Sache wollte ich noch sagen, die Zählung heißt von 2024. Los aber finden der große Parking abgegangen. Das heißt, los auch von den Leuten, die heute die Gemeinde fuhren, und dort der Parking holen und den Tram, und da fuhren sie überall hin, die sie vielleicht nicht durch die Gemeinde sonst kommen. Das ist schon nicht nur nach bewährt, weil Zählung von 24 ist. Ich weiß nicht, wie die das bewährt, aber das ist eine Möglichkeit, die Leute, die sonst mit dem Auto Probleme an der Stadt hatten und ein Auto nicht geholt haben, sondern das ist auf dem Parking, das ist eine Überlegung. Das muss nicht so sein, kann aber so sein, aber wenn ihr mir da auch bei Antwort könnt gehen, ja, das wäre dann vor allem eine kleinere Marke, weil ja, wenn ich merke, so für die Erzählungen, die viel mehr einfach wären wie 2010, die aber auch an manchen Schulen mit klar sind,
wie sie 2010 waren. Mit das eng Augmentation ass, dat man lang festgestellt. Ja, ich gebe da vielleicht auf verschiedene Sachen reagieren. Der Fakt, dass effektiv natürlich für bestimmt doch pur Autoen de Stru du Park gerob Richtung Cargocenter mun wo sich an der Spitzestunden durch als Flühen op der Kreizung gemerkt, dass an Stru du Chateau Rondpoint ganz wenig robfährt auch an der Spitzestunde. Das heißt, et fuhren Auto und da soll natürlich auch kein Auto fahren, aber das sind da bei weitem nicht so viel wie der Stru de Neuhäusen oder eben der Schlötzebauer Straße Richtung Bierler Grund ob Neuhäusen und Stru de Senningen letztendlich an Cargocenter fuhren. Also dazu den auf alle Fall an den Zölen Niveau von der Kreuzung beim Rondpoint konnte dat nicht entdecken, dass das einen immens großen Impact, weil die Zölle waren eigentlich, wenn ich so will, normal. Die hat geschwärzt von der Sicht, die der huteste Chantier, ja, das ist sicher ein Chantier, wo ihn die Straße zeigen möchte, hat natürlich einen Impact auf den Trafik. Die Straße ist zwar nicht die ganze Zeit komplett gesperrt, aber es wird aber natürlich einen großen Impact tun, der das natürlich immer mit Notdeler verbunden und heißt natürlich dadurch viel Autoen den Trafik oder probieren den Bereich dann zu vermeiden. Ziel ist es ja, sich auch schon großräumig eine Deviation zu machen, von 400 von Eiter raus, die Leute, die den Irrgärtchen gefordert gehen oder den anderen Weg, respektive eben noch vom Échangeur auf der Autobahn, ob da schon darauf aufmerksam gemacht wird, für das Schütter da so viel wie geht verschont bleibt, aber ich will nicht leiden, das Chantier als immer mit Problemen am Trafik natürlich verbunden. Wer den aber gesagt, meine ich, dass man den Effekt vom Irrgärtchen Manns, den wir oben haben, den weiß aber mans, dass ein Teil von dem Trafik auch ähnlich kann gelegt gehen. Das wird funktioniert und dafür das erkennt dem Englisch mehr wie deutlich an die Hut vielleicht unbewusst mehr, aber viel davon profitiert. Für mich ist es ein bisschen froh, natürlich du gibt die Überlegungen, was kann ich noch machen zusammenfallen für das den Hauptdreh, so den eigentlich ist, Richtung Irrgärtchen noch Neues besser funktioniert. Da gibt natürlich Überlegungen, ob eine bessere Performance vielleicht von dem Cargolux Rondpoint hinkriegt. Und das gibt ihr natürlich im Moment auch helfen, weil dadurch Männer Leute sowieso durch Gemeng Giffen transitieren. Nicht nie kein Leute mehr, aber vielleicht Männer, weil man dann die positiven Effekte von Oves vielleicht auch noch besser Neues hinkriegen. Den Pakt vom Park and Ride in Haf, ja, der Parking ist so wie Commerce, ist noch 10% so groß wie in der Mufang für ein paar Jahre annonciert. Ich weiß so nicht, wie stark belegt ist. Ich war für 2 Wochen gelernt, da waren eine Fährel besat, von Stadt richtig ungefähr erkannt. Und das kann natürlich sein, dass das einen Impact hat. Irgendwann muss ich die Zählung machen und dass immer irgendein Projekt natürlich stehen könnt und das sicher schmengen voilà. Wir haben den Impact nicht direkt mal dran, muss ich gucken natürlich wie sich Stadt dem Moment dann eben noch entwickelt. Ja, ich mein, ich will da dabei fügen, ich meine eng Verkehrssüllung als eng Moment op ja, von 3 Objektive ne? Ein Objektiv war für zu gucken, wer ist Verkehr haut, wat as eben den Impact von eng hinhaft, wo übrigens haut nimmen den Zenkel von dem Parking gebaut ist mit der anderen könnt. Wir sind en engen Kontakt mit der Pontchaussee an sie bauen auf Phasen, da könnt der anderen Seite kann de Parkhaus stohlen an dann doch die Seite wo lo de Parking herausgebaut, also da kommen die 5000 Parkplätzen hin, die ugekönnecht waren, die in die Phasen realisiert. Die zweiten Objektiv war ja für zu gucken, war Melo an reiser Gemengen Decisionen hole für Straßen zurückzubauen oder Mesuren zu holen. Dann ist doch wichtig die Analyse, die Lo gemerkt, dass wir die zu holen und darauf sich zu basieren, dann hört den Zöllematerial für die Decisionen können gut zu holen. An der dritte Objektiv was mengen und der Solo geschwert gehen, dass noch Argumente hat, wann bei Verkehrsminister geht, wann von den Problemen schwätzt, dass noch Argumente hat, wo Probleme zu Schütter hier kommen, wo vielleicht muss wir weiträumig Lösungen gefunden gehen und dafür mengen ist es extrem wichtig, die Zöllen dort zu holen. Und man hatte ja schon Schwierigkeiten, eine Woche zu fahren, für zu zählen, das letzte Jahr. Und ich meine, war gut einfach, dass wir sie gemerkt haben. Und wenn der Chantier könnte, das temporär, den hört dann zeitweise nachflusst und noch fallen Leute im See zu ihren alle gewünschten Räumen, wenn das besser geht, sodass man eigentlich, was Verkehrsumzählung geht, das keinen größten Impact hat. Ja, sie ist auch noch froh. Ja, sehr schön, Schrift.
Ja, guten Abend, all Guten. Auch von unserer Seite merci für die Präsentation. Aber dass der eine Platz Trafik hochgeht, ob der andere Platz raufgeht, gut, das ist eine interessante Erscheinung. Aber als froh, die wir an sich noch hätten, dass wir schwätzen an sich just für Verkehrsteilnehmer insgesamt. Aber als da eine Abschlüsselung gemerkt ging, auch von verschiedenen Sorten von Verkehrsteilnehmern. Sie haben das Kamion bis 3,5, Kamion über 3,5 an eben alles, was als Verkehrsteilnehmer genannt wird. Gut, sehr flott, wenn ihn da doch ein Kind an einer Präsentation kriegen. Ich denke, Jacques, wie ihn dich kennt, du hast das vielleicht schon fertig. Ich bin effektiv noch nicht fertig, mehr effektiv im Niveau von der Kamera. Also im Niveau von der Kamera op der Kreizung am Niveau von der Radar kann man schon unterschieden zwischen den verschiedenen zwischen Kamion, Bussen und Autosführer können noch nach Velo separat rausstellen. Das ist machbar als das schon. Ich meine, das wird prozentual, also die Zahl von den Bussen ist natürlich abgegangen, dadurch, dass man auch ein viel mehr größtes Angebot für Bussen haben. Ja, und da kann ich schon. Ich meine, so ist prozentual den Undeel von dem Schwertrafik, ich weiß, ob du das direkt so weißt. Nee, ich meine, den ist relativ selten geblieben. Ich kann wieder anbieten, das dann gerne ein Nutzen sichern, an erst so eine Antwort zu geben. Ja gut, absolut kein Problem. Also, merci. Weil ich meine, in den heute zu Schotter wohnt, den gesagt, obwohl das hier kein Kamion über 3,5 Tonnen sollten durch können fahren, gesagt aber trotzdem, dass das der Fall ist. Gut, das ist von den Fällen, die wir haben. Und dann die Zunahme von der Hörder, wie der Jam gesagt hat, Trüde Neuhaus genannt, Trüde Sendingen. Ich meine, schon 4 Jahre gesagt, das ist ein inoffizieller Kantonnummer. Und das sticht sich immer mehr raus. Und ich denke, die Unzahl von Autos, von Verkehrsteilnehmern, wie das so, die Robben rauffahren, wäre schon vielleicht eine Motivation für den Chef Roth, für mal beim Minister umzuklappen, ob es möglich wäre, für da eventuell mal Radaren hinzusetzen, dass zumindest die Unzahl kriegt nicht drauf. Mit kriegen aber schon an einer verkehrsberuhigten Straße, wo ja Leute sollten und das schalen, kann ich aber schon vielleicht mal ein bisschen die Sache an den Griff kriegen. Ja, ich meine, Schafrot wird sich keine Verkehrsberuhigungsmesure. Wir können auch nicht alles mal nehmen. Oft sind bauliche Maßnahmen damit verbunden. Ich meine, wir machen die Hauptstraßen, 100 Meter so und 30. Ich meine, die Decision haben wir geholt. Das könnt. Und dann gucken, packen wir die anderen Sachen und sonst blockieren wir ja alles. Und wir machen uns schon Gedanken, wie es soll gehen. Wir haben selber Chance, wo wir uns Gedanken machen, wie das soll gehen. Wir wollen eine Schule ausbauen. Und das muss man während der Phase machen, wo die Prinzipal dann abgerappt ist. Wir kommen nicht allein, die Reso muss erneuert gehen. Wir wollen Direktbau machen, wir wollen Wasserachse legen. Wir müssen auch ein bisschen verständlich sein. Und wir beschäftigen uns auch mit den anderen Problemen. Wenn die Zeit da ist, dann kommen wir auch mit den Mesuren. Ob wir nur Radar kriegen und nicht, das sehen wir mit der letzten Demande, die wir da machen, an der Rue Principale, eben am Angang von Schötter. Da gucken wir mal, wie die Reaktion da ist, was die Radarsgeschichte geht. Sind da Nachfragen? Ja. Ja gut, ich meine, wie ich ja gesagt habe, die Zunahme von dem Trafik ist eine ganz klare Motivation für mich, für so eine Installation an Trüde Sendungen zu kriegen, ganz klar. Die Infrastruktur allein, da gehen auch Leute, ich meine, dass wir von dem Standpunkt aus hier, wir wahrscheinlich just 2 Löcher auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite, und, weil die Infrastruktur Basis für so eine Infrastruktur leid. Da muss nicht viel abgerappt gehen. Nee, ich meine noch nicht, dass ein technisches Problem ist. Ne? Ich meine, muss ja eine Permission Varie kriegen. Die muss schon kriegen, wenn du Strich auf die Straße malst, durchhängt. Ne? Ich meine, technisch ist das kein großes Problem. Ja, also ich meine, Geschichte mit den Radaren. Also prinzipiell ist es ja so, dass effektiv das Minister selber dezidiert, wo die Radaren hinkommen, die sie auch von der Police geriert. Das heißt also nicht, Gemenge können das nicht dezidieren, sie können natürlich die Monte machen. Normalerweise bis war es hauptsächlich so, dass die Radar immer auf die Plätze gesagt haben, wo eben Accidente waren. Das war sich Grundlage für zu sagen, also die Vitas war sich Grundlage, um da auch für zu sagen, wo Radar hinkommt oder nicht. Also ich gehe nicht dran, ob das richtig oder falsch ist. Wir haben vielleicht bei 2 Beispielen am Berler Birsch
Robert Bierger Kreiz zu Berrelding, wo das Argument war, es war nicht ernst auch möglich als Verkehrsberuhigung. Ich meine, das war heute auf seiner Platz auch mitgespielt. Froh als eben hei, ob du mit demselben Argument kann kommen. Also ich sehe nicht oder gegen, dass man schlussendlich eine politische Decision auch um nationalen Niveau effikaz also gerade allemal, das ist sicher. Also den vierten Transportminister, der war auf jeden Fall offen zu den Sachen. Ich meine, wir hatten ein Entrevue mit Team und von da aus hier als Schötter an dem Sinn aber schon bekannt. Nachfragen? Da gebe ich dem Büro Schröder denke. Merci so, merci Jacques, merci Vincent und dann einen schönen Abend und bis geschwind. Merci. Voilà, da kommen wir zum zweiten Punkt zu unserer Schule. Dafür gebe ich dann noch Joel begrüßen, noch ein Teil, weil das hilft, die Sachen vorzustellen und ich gebe dem Mandy die Wort gehen. Ja, merci. Also bei diesem Punkt geht es, wie den Claude schon gesagt hat, die provisorische Schulorganisation für das Schuljahr 2025-2026. Das Schulorganisation gouf auch letzte Woche an der Schulkommission präsentiert und favorabel avisiert. Und Joel da lo mir genau an Detail über die provisorische Organisation als Erklärung gött, will ich auch noch kurz erwähnen, dass als Schule beim Relais pour la Vie 2025 mitgemacht hat und dort den zweiten Preis bei der Remise des Trophées de l'Espoir überreicht wurden und sie insgesamt 6.805 Euro gesammelt wurden. Dafür ganz große Merci und Felicitationen für den großen Exploit, für den guten Zweck. Und auch vielmals Merci, Joel, dass du den Abend kannst da hinkommen für uns die Präsentation zu haben. Und du da gebe ich dir dann fortgehen. Merci. Ja, schön, also hat genug hier. Schöne gute Abend zu summen. Es ging ich dann Deckdaten von der provisorischen Schulorganisation kurz vorstellen. Das ist ein Dokument, das kennt. Das tut doch nur von dem Aufbau hier nicht changiert par rapport zu den Jahren für Drohnen. Just die großen Änderungen vielleicht. Das ist vielleicht aufgefallen, direkt auf der ersten Seite. Es geht am Koeffizient d'Encadrement. An den hat eben nur das Jahr ganz bisschen geändert, weil den Indice sozial nur innen revidiert gehen. Das geht all 3 Jahre vom Lycée, dem Luxembourg Institute for Socioeconomics Research definiert. Und da ist eben ein Schütterlo mit dem Indice sozial, die bisschen Idee, was angestuft wie die Jahre für Drohnen. Was da mit sich bringt, dass dann als ein Koeffizient dann noch ein bisschen rauf geht. Und das hat dann als Konsequenz, dass bei gleichbleibender Schülerzahl aber als Kontingentstunden, die man vom Ministerium zur Verfügung gestellt kriegen, dann raufgehen. Ihr seht, dass wir vom Ministerium 721 Stunden zur Verfügung gestellt kriegen, plus 2 Stunden für die Umsetzung von unserem PDS. Da kriegen wir noch Surplusstunden wir kriegen 22 Surplusstunden für ein IEBS, also ein Institutrice pour Enfants à Besoins spécifiques. Und wir kriegen nach 23 Stunden für den Cours d'accueil, den also recht kürzlich akkordiert gehen. An dem Moment, wie das Dokument hier abgestellt gehen, als wäre das eben die Decision noch nicht da. Und dafür steht da nur noch mal 0. Das ist aber so, dass die 23 Stunden akkordiert werden. Voilà. Da ging man mal direkt weitergehen auf die Schülerzahlen. Wir gingen dann am Prekos aufhängen, auch da eine ganz kleine Änderung. Wir hatten da 41 Kinder, die angeschrieben sind, jetzt sind da nur 42, weil das nach kürzlich Kant, was den Alter hat, an die Gemeinde geplant. Und dann kann natürlich, holen wir das Kant auch ab, wir haben ja auch Platz. Und, so dass wir 42 Kinder haben, als 3 Klassen behalten und dass sich da am Prekos da weiter nicht so ganz viel ändert. Am Cycle 1 Präskolär haben wir aktuell 94 Kinder, die angeschrieben sind. Es kommen da 42 an den ersten Jahrgang, an 52 gehen an den zweiten Jahrgang. Das sind ja dann zusammen die 94. Und dann haben wir noch aktuell, so wie die Zahlen nicht weisen, hätten wir am Cycle 1 135 Schüler. Für den Cycle 2 bis 4 haben wir aktuell 250 Schüler. Da gingen eigentlich an allen Jahrgängen, außer am Cycle 2.1, die 3 Gruppen, die aktuell bestehen,
gingen weiter bestehen bleiben und die gingen dann einfach an den nächsten Jahrgang rabrutschen, außer am 2.1, das ist ein ganz kleiner Jahrgang, das sind aktuell nur 33 Kanner, die wir da auf der Liste tun, und da einfach geht das vom Kontingent her, geht das nicht für da 3 Gruppen zu machen, sodass man da mit 2 Gruppen plus Assistenzstunden den Abbauwerte machen. Da ging man an den Bereich von den Decharge kommen, und zwar die vom Gesetz hier für eine Schulorganisation vorgesehen sind, da das für die Gérance von der Schulbibliothek gehen nicht 8 Stunden, die gehen mit den Schülerzahlen berechnet, pro 50 Kanner gibt es 1 Stunde Decharge für die Schulbibliothek, das ist 8 Stunden. Bei der LASEP haben wir eine flotte Equipe. Wir haben hier 3 Enseignants, die 1 Stunde Charge kriegen, für die LASEP zu assurieren, plus 1 Enseignant, den das mit 2 Überstunden assuriert, und eine Edukatrice, die das mit ihren sozioedukative Stunden dann kann assurieren. Wir haben selbstverständlich einen Delegé à la Sécurité, so wie das Gesetz es vorgesagt, und wir haben dann als Decharge Informatik 5 Stunden. Die Stunden gehen auch berechnet, ob 12 von den Apparaten, die wir haben, das heißt iPads, Laptops und PCs. Und da geht es auch immer pro 50 Apparate geht es 1 Stunde Decharge. Voilà, dann ist noch ein, wollte das als ein Projekt Go. Die brauche ich eigentlich nicht mehr vorzustellen. Wir haben die schon seit etlichen Jahren und wir gingen den weiter behalten. Den assurieren wir mit unseren Kontingentstunden und den hat auch die Unterstützung von allen guten Enseignants, die sich das schaffen. Dann wir mal schon Rekapitulativ gekommen. Du hast eine Abzählung von den Stunden, eine Abzählung von den Kanner, die an Berechnung Material geholt gesehen, und dann gesagt, dass sie nach rund 106 Stunden zu assurieren sind. Wir haben verschiedene Leute, die hier Taschen, nur oben und nur innen geändert haben. Wir haben einen Enseignant, die ihr Congé sans solde angefragt dann akkordiert von 2 Jahren. Wir haben einen Enseignant, der ein Detachement auf dem Ministère hat. Wir haben einen Enseignant, der eine Decharge auf das Skript hat. Und wir haben an dem Kontext dafür die erste Liste Posten am Cycle 1 ausgeschrieben und 3,5 Posten am Cycle 2 bis 4. Voilà, das wäre von meiner Seite aus zu den Zölle von der Schulorganisation. Und dann nach Frohenhut, du bist nicht hei. Ich will einfach sich mal große Merci nach und ich adressiere Joel für die Organisation, die Abstellung von der ganzen Organisation. Mir auch anderen will ich nach Merci sagen, die das alle gut gesehen und Joel hat doch gesagt, wir haben verschiedene Schachstunden, notamment für die Organisation von der LASEP. Ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit und wir sind noch immens froh, dass wir heute zu schüttern haben, wir können eine LASEP proposieren und dann auch eine ganz große Merci und Tamami und Laurent, die sich dann bereit erklärt haben, für eben sich um das informatische Material von der Schule zu kümmern. Und da will ich da vielleicht noch etwas dazu sagen, und zwar, dass wir viel von Organisationen, Privatpersonen und auch von unseren Kommissionen gefragt gehen, dass die Schule vielleicht Evenementen mit organisieren, Videos drehen oder Vorlesungen organisieren. Heinz, so gehen die Leute dann noch ein bisschen quisch, was sie da gesagt kriegen, dass das nicht geht. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wenn mal ein Gefühl von der Schule so könnt, dass das keine schlechte Wille von der Schule aus, mit dass es zeitlich und organisatorisch nicht immer möglich ist. Ich meine, wir müssen uns bewusst sein, dass Grundarbeit von der Schule aus für die Kinder etwas beizubringen, und bei denen engen oder anderen Projekten helfen sie auch ganz gerne mit. Aber es geht nicht immer alles für alles umzusetzen, und dafür hoffe ich dann noch für, verstehst du mich? Ich kann dann unterstützen, wenn die gesagt haben, ich meine, die Schule bei ganz viele Projekte mit nachhaltig kann man Schule für den nicht zu nennen, an ganz anders viel Aufklärung, Aggressivität, Drogen, also die Schule möchte extrem viel neben Französisch-Deutsch errechnen lernen. Und ich meine, wir haben einen Schulgart, da gibt es ganz viel, wir sind ein Pilotprojekt, wir haben ein Fotoprojekt und so weiter und so fort. Und da kommen die Leute heute aus nach einer Idee, und dann meinen sie, das müsste schon gestern dann umgesetzt sein, so einfach ist es nicht, und dort nennen die, das meine ich ganz richtig gesagt. Von meiner Seite groß Merci, ich hatte aber eigentlich froh. Du hast gesagt, dann die sozial aus raufgegangen, kannst du das just kurz an der Provider so wieso wir da raufgegangen sind, was da Basis Zölle sind oder wie das bewährt gehen ist. Also die Antwort, die kann ich ganz kurz beantworten. Ich kann die Antwort nicht geben,
wenn ich sie nicht weiß, weil das vom Lycée eben ausgerechnet wird, und wir haben wirklich keinen Abfluss drauf, und wir wissen noch nicht, welche Faktoren wirklich ran und berechnen kommen. Also für uns ist das gerade so ein, wieso ich so nicht gerade vorwärts tut, wir wissen nur, dass für 3 Jahre gut ist, das heißt dann nur das erste Jahr, da berechnen wir nachher die nächsten 2 Jahre, und da gibt es dann noch 3 Jahre neu gerechnet. Wir wissen, berechnen, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich weiß nicht die Antwort. Es ging mich auch interessieren. Ja, weil als Menge wie hat nicht changiert, wo ich so und leben also für mich einfach gehen an der Schule, wir haben Männer, Kanner mit Migrationshintergrund, ich meine sogar Grandräume, wir haben petite Struktur der Köy, die abgegangen ist, mit Kanner, die auch vielleicht ein bisschen spezielle Büsmerhufe zu enkadrieren, also für mich, wenn ich mich so gefreut hätte, hätte ich gesagt, wir sicher die Konträ sind, dafür ist es überraschend. Wir freuen dann aber vielleicht mal ein genug, dass man, ja. Voilà, so vielleicht freuen. Ja, Serge. Joel, vielmals merci dir an die ganze Equipe für die Arbeit, die du am Schulcampus macht. Das ist ja bekannt für das, was das Resultat von auch rauskommt und der Success, den du hast. Aber wenn ich die Präsentation richtig gesehen habe, dann ist am Zyklus 2 bis 4 ist ja ein relater Rückgang von den Schülern par rapport zum aktuellen Schuljahr. Das von 265 geht drauf auf 250. Okay, gut. Das war just eben, merci, dass mir das bestätigt hast. Aber ich denke, dass der Rückgang, den ist ja auch wahrscheinlich auf den Baukrise, also die Krise am Bausektor zurückzuführen, dass von da aus hier Männer Leute an die Gemenge rangekommen sind. Und du wirst du mal eben dadurch Leute gebremst gehen. Aber heute soll auf jeden Fall aber auch an Zukunft weiter geguckt, weil das kann ja von einem Jahr zum anderen kann das ändern und da gehen die Chiffren stetig rup. Aber das war eben dann noch eine kleine Message und ich habe Rot für am Kader vom Masterplan Schulcampus für dabei die Chiffren beizuhalten, die lo aktuell schon demos ausgeschafft gesehen. Merci, Joel. Merci, sonst noch eine Frage. Da gehen wir zum Wort. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Und der Prokuration von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Polgerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Dageland Marie. Ja. Joch, also aber Jules. Ja. Vielmals merci. Und dann wären wir am zweiten Punkt beim PEP, beim Encadrement périscolaire, Handy von Schrift. Ja, merci. Da kommen wir dann hier bei der PEP, bei den Plan d'encadrement périscolaire, wo die hauptsächlich dann die viele Projekte geht, die Schule organisiert, aber auch Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Maison Relais, und wo ich dann noch ganz gerne dem Joel das Wort geben, für das können Sie erklären. Okay. Voilà, dann ging ich auch kurz den PEP vorstellen. Auch du hat das Format vom Rapport nicht changiert. Und ihr kennt das Format doch schon. Ich ging dann auch just auf die Großänderungen oder News oder auf den Update angehen. Also für bei den Personen hat gar nichts changiert par rapport zum Jahr für Drohnen. Beim Personal auch von den Infrastrukturen hat auch nichts changiert, weil wir aktuell noch nichts beigebaut und auch noch kein Saal beikriegt haben. Bei der Koordination hat auch nichts und den Leuten geändert. Bei der Maison Relais ist dieselbe Equipe, aber der Schule ist es auch sind nicht da geblieben. Dann können wir weiterfahren bei den Horären. Da hat auch nichts geändert par rapport zum letzten Jahr. Wir schreiben da dran. Und dann haben wir eben alle guten die Projekte, die als Zusammenarbeit illustrieren, haben wir dran gesagt, wir sie zum Teil aktualisiert. Und vielleicht kann ich die Projekte hier, die kennen das sind die vom letzten Jahr auch. Wir haben die dran geschrieben, weil die weiter funktionell sind. Was dann ein bisschen geändert hat, dass bei den Festen sind letzten Jahr hilft Maison Relais als bei der großen Gläserschaftsfeier. Und was dann auch noch geändert hat, das ist am Cycle 4.2, also ein Projekt plurilingue zusammen mit der Crèche.
den flotten Effekt hat, sowohl auf die groß wie auch auf die klein. Du geht es eigentlich darum, dass Crash bei der Cycle Fair 2 auf Besuch könnt, einmal an der Woche. Und sie kriegen dann von denen Kanner aus dem Fair 2, Cycle Fair 2, ein Bilderbuch an einer Spruch für Gestalt, was Mammenspruch von einem von unseren Schülern ist. Dafür habe ich auch plurilang. Da sind mal Bücher dabei, die gehen auf Portugiesisch für gelesen oder auf Spanisch. Wir hatten Ungarisch dabei. Wir hatten Chinesisch auch. Boah, das für verschiedene andere vielleicht auch noch Chinesisch. Das ist aber eine flotte Erfahrung und das auch für uns Erwachsene eine wertvolle Erfahrung für zu merken, was das heißt, wenn ihr eine Geschichte für gelesen kriegt, wo ihr aber das Vokabular selber nicht versteht. Das ist für uns eigentlich auch eine wichtige Erkenntnis. Für die Kinder selber, die eben aber die als Mammenspruch und als das ein schönes Erlebnis für an einer Schule für so große Kinder dann etwas erzählt zu kriegen. Eine zweite Neuerung, das die Unterstützung bei der Hausaufgaben hilft. Dienstags und Donnerstags mittags kriegt Maison Relais 2 Säle von der Schule zur Verfügung gestellt, für auch eine Hausaufgabe zu machen. Das war der Wunsch von den Schülern. Sie wollten einen Raum kreieren, den mir ruhig wäre. Das ging nicht gut mit der Hausaufgabe. Und du hast zusammen gesagt, und sie kriegen dann 2 Klassensäle. Der Cycle Fair 1 kriegt den Klassensaal und der Cycle Fair 2 kriegt den anderen Klassensaal. Und da können sie auch hier Hausaufgaben Dienstags und Donnerstags mittags machen. Dann, was nachgeändert wird, das als Campuskonzept 10. Februar sind wir da umgegangen, zusammen mit der Maison Relais sind wir umgegangen, eine Aufstellung zu machen, was Deckpfeiler von der Zusammenarbeit auf dem Campus soll sein. Wir sind da umgegangen, wirklich ganz präzise auszuschaffen, wie das Zusammenleben hier soll funktionieren. Das ist eine Arbeit, die wird lieber länger Zeit gehen, die ist nicht so sehr aufgeschlossen. Und eigentlich ist die Idee, dass es Campus ist, wo dieselben Werte und dieselben Regeln immer funktionieren, egal welche Auerzeit das ist. Und das ist dann nicht immer so einfach, weil aber den einen hat einen anderen Bildungsauftrag wie den anderen. Und dann muss man dann aber gucken, dass man aber da Konsens finden. Und das ist aber eine ganz flotte Zusammenarbeit, die zwar noch ganz viel Zeit wird brauchen, nicht, weil man nicht eins gehen, weil es eben so vast ist und so viele verschiedene Aspekte muss berücksichtigt gehen. Und dem werden wir an den nächsten Zeit noch intensiv hier schaffen. Voilà. Das wird dann auch zum PAP gewirrscht. Merci Joel, wie du schon gesagt hast. Wir merken alle gut, dass Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Maison Relais wirklich immer besser geht, dass sie auch, wie du gesagt hast, auch flott ist. Was auch wichtig ist, falls du gesagt hast, dass von Kanner zum Beispiel über Aktivitäten gehen oder was sie Ausflug machen, generell das Campuskonzept, das da am Gang sind, abzubauen, das ist so wichtig für die Kanner, dass sie wissen, dass egal bei wem sie sind, dass die Spielregeln für die Kanner immer dieselben sind. Ja, von da nach froh, ja. Kein froh mehr. Ich meine, ich will da noch einen Kaffee hören, wenn ich meine, noch zusammen habe ich zwischen der Schule und der Maison Relais als eigentlich exemplarisch, ja, das ist nicht überall so, ich gehe noch keine Menge Schuld, das eben historisch so gewusst, für allem die 2 Sachen sind 2 verschiedene Bildungsaufträge, den Erziehungsauftrag, sind beim selben Minister, und nicht mal da bringen sie es fertig, dieselben Regeln aufzustellen, also wenn wir gerne Agreement hätten, dann muss der Raum vielleicht auch nicht groß sein, wenn der von der Maison Relais ist, wie wenn der von der Schule ist, an all die Probleme, ich gehe nicht an Details an, also auch hier, meine ich, Schütter, zumindest bei der Schule, ein ganz gut Arbeit gemacht, dafür muss merci dafür. Wenn der Kind ein froh hat, dann könnte man auch hier schon zum Wort kommen. Dein Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Und der Prokuration, ja. Kaufmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Faucherini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Asaber Jules. Ja. Merci. Und dann den dritten Punkt, den Plan de Développement de l'établissement scolaire, wo man dann eine Änderung haben. Andy Wand gibt. Ja, als letztes Dokument haben wir dann den Schulentwicklungsplan, wo wir am 1. Jahr vom neuen PDS sind, und wo wir letztes Jahr die neuen Hauptziele für den Zeitraum 2024 bis 2027 festgelöst hatten. Und hier will ich dann noch ganz gerne dem Joel fortgehen, für die Erklärungen zu gehen. So.
Das ist ja kein so großer Rapport wie letztes Jahr, weil das eben, wie du schon gesagt hast, an die eben letztes Jahr eine Evaluation war, an eine neue Abstellen für so einen 3-Jahresplan. Das heißt also ein Zwischenetappe, und zwar die von diesem Jahr. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Also wir werden an den nächsten 3 Jahren immer und dem großen Hauptziel schaffen, dass wir gerne eine einheitliche Approche an 3 Bereiche suivieren, und zwar am Bereich vom Lehren, von der Kommunikation und vom Wohlbefinden, immer am Hinblick für uns fit zu machen für die Schule von der Zukunft. Das ist die großen Objektiv, die während 3 Jahren bestehen bleiben. Und dann deelt das sich eben ab an 3 Unterziele. Und das erste Unterziel war eben, den Lehrprozess durch einen schulinterne Konsens zu unterstützen. Das heißt, dass wir uns an der Schule zusammensetzen, dass wir die rote Faden, von dem wir schon aber mir lang schwätzen, den es auch schon gut durch einen Plan d'étude. Ja, aber es sind immer die Sachen, wo aber so Quacken dran sind, aber wo man eben das Jahr an dem Bereich vom TIC-Führerschein, also alles, was technisch, aber Medien belangt, den Medienkompass zum Beispiel auf die Liste geholt und geguckt haben, was sind die Sachen, die an einem Cycle 1 sollen wirklich gemacht werden, dass den an einem Cycle 2 den Abbau möchte, weiß, die aus dem Cycle 1 kommen mit denen du an dort Kompetenzen an dem Bereich. Und da spielt sich vor allem an einem Cycle 4, also das schon wichtig, dass der Cycle 4 sich kann darauf verlassen, weil sie kommen aus einem Cycle 3, ich weiß, dass sie die Kompetenzen können, weil die haben sie am Cycle 3 oder respektive am Cycle 2 gelehrt, und da kann ich einen Abbau machen. Und ich muss nicht alle forschen, was können sie, aber wo, okay, die nicht kann nicht, oder das so Enseignants aufhängig. Wenn sie bei den Mengen Enseignants gewischt werden, dann hätten sie es gemacht, aber bei den anderen nicht. Und das will man einfach evitieren. Das ist egal, welchen Enseignant das, auch wenn die vielleicht nicht so versiert an den Punkten, dass wir den da können ernsthaft unterstützen, dass den das aber hinkriegt, auch wenn das nicht sein allergrößten wie soll ich so, dat net den allergrößte Nerd an den Sachen ass, méi dat den awer die Leiit alle go kann unterstützen, dat se dat können, egal wéi dat den wees, wann se weitergehen, hunn se dat gesinn. Dat ass den Objektiv, dat an der Ziel gewircht, an dat zweet an der Ziel, dat war eben dat am Bereich von der Kommunikation. Du ha dëst jo E-Bischütze geschafft, für das bisschen am ganzen Gebäude ähnlich an den Ersatz könnt. Wir haben unsere Website geschafft, für als Nobausen ein bisschen besser zu visualisieren, da die bisschen gesagt, was an der Show lebt. Und wir sind aber eine liebe Show und das viel las. Und wenn ihr das nicht extra irgendwie dafür beauftragt, dass den das die ganze Zeit muss aktualisieren, da geht das aber gerne sehr vergisst und da geht das so am Alltag inner. Dann ein dritten Objektiv, das ist ein ganz wichtiges Objektiv für uns, das Ziel 3, das als schulintern Gewaltpräventionskonzept, und dem wir schon viele Jahre schaffen, an dem wir das Jahr eine ganz große schulinterne Formation gemacht haben, wo die Leute alle guten sich angeschrieben haben, die das alle guten Matz viviert. Und wir sind umgegangen, die Formation auszuwerten und zu gucken, wie wir das nächstes Jahr darüber können aufbauen, für vielleicht eventuell mit André Feller, mit dem wir zusammen die Formation gemacht haben, den Mann vom Voraus, das können weiter auszubauen. Dann haben wir eben an dem dritten Ziel, ein zweiten Volley, den also vielleicht für Kanner nicht so visibel, aber für uns als Equipe an der Schule ist das wichtig, dass wir uns einmal am Trimester Zeit haben, für Aktivitäten zusammen zu machen. Das ist wichtig, weil wir sind ein grosser Campus, und wenn ich nicht unbedingt will, da kann ich den Leuten ganz gut aus dem Face gehen, und das wollen wir effektiv evitieren. Wir wollen, dass die Leute sich mindestens einen Abend oder einen Mittag am Trimester Zeit haben, für etwas zusammen zu machen, für einfach den Austausch zu fördern. Voilà. Das wäre dann halt so. Ab für das nächste Jahr werden wir uns dann andere Ziele abstellen. Merci, Neike Joel. Und ich will da vielleicht schon einige bemerken, respektive unterstreichen, dass der PDS sich auch online verfügbar ist. Das heißt, für den einen oder den anderen, für den du vielleicht zu sehr gegangen ist oder einfach mal will gucken, wie und was an dieser Schule so geschafft wird, den invitieren ich ganz herzlich auf die Seite zu gehen von der Schule, also ecole-schutrange.lu, für mal gucken zu gehen, weil du gesagt in der Form von flotte Videos, was die verschiedenen Zyklen an denen verschiedenen Haupt- und Inhaltsfehler geschafft haben. Ich meine, wenn ihr selber kann an der Schule hört, da kriegt ihr mit, was an dem Cycle las aus, mit wenn sich vielleicht doch dafür interessieren, was an den anderen Cycle lebt.
notamment Kannerfle, die wollen wissen, wat ob sie durch könnt oder auch nach selber als ältere herauszufinden, wat der Fleisch am nächste Sickel als älteren Deel muss wo sich können drauf vier bereden. Du willst völlig dann für ihn invitieren für enke die Flotte sieht gucken zu das ganz schön abgebaut und der Link dazu von den auch op Eisem sieht von der Gemeinde. Merci. Geht dort zu frohen? Kein frohen? Dann gebe ich dem Joel Narenke Merci so am Namen vom Gemeinderat heimmengen ich meine das Flot das Show se immer immer vorstellt oder zumindest guckt wo kann ihn evaluieren an das schon ganz flott das dynamisch so kommen wir vier und wir sind dann noch gut abgestaltet am Ende von also kann größte Merci als der Matorova und Kollegen alle gut und Kolleginnen Merci an schönen Abend Eddie voilà dann geben wir noch Rufstimme Tein Serge Ja. Taisen Pol Ja. Welch Nico Mit der Progression von Nico, ja. hat man Jean-Marie Ja. Eicher Serge Ja. Jeremy Nora Ja. Kaufmann Jump Ja. Kaiser Andy Ja. Nagel Anne-Marie Ja. Joch a Sauberschul Ja. Merci dann hummer de feierten erlächten ënnerpunkt an das dann regional Musikschchoul an du gifst dem Serchtwur kind Merci. Adi Voilà, das bleiben wir bei der Show, bei der Musikschule. Da ist es so, dass die erste Inskriptionsphase sind, das ist nämlich gemacht wie die letzte Jahr. Das ist eine erste Inskriptionsphase, wo die Realschüler, die schon in der Musikschule angeschrieben waren, eine Priorität hatten. Das heißt, die hatten Zeit vom 21. April bis zum 5. Mai für sich anzuschreiben. An die neuen Schüler, die noch kennen, nicht angeschrieben waren an der Musikschule, die sind nach Task umgegangen vom 12. Mai bis zum 25. Mai, wo ich noch kann ummelden und das von den alten Formulären auf unserem Internet sieht und das muss ich da schicken. Direkt und Tag da, die sich am Anfang um die ganze Inskriptionsprozedur kümmert. An der Basis von den Chiffren habt ihr vom letzten Jahr wie die Rekrutation von den verschiedenen Kursen aus dann im Blumen eine provisorische Schulorganisation für das nächste Schuljahr 2025-2026 abgestaltet gehen. Vielleicht das echt vom Finanziellen hier, weil die positiv nur ist, dass den Taux horaire von den pro Stunde fakturiert geht von der EU, der Ruf geht von 7.561,74 Euro auf 6.112,53 Euro, was hauptsächlich bedingt, als das verschiedene Budget von die letzten Jahren überschätzt waren und danach Reserven da waren, die da konnten aufgezogen gehen, sodass der Motto nicht Ruf geht pro Stunde. Cool. Auf der anderen Seite haben wir aber immens viele Schüler, also muss ich schon doch ganz gut aus. Und das ist aber auch so, durch Gratuität, ich meine, dass die letzten Jahre kommen. Merken wir auch, dass noch mal ganz viel Demand da ist und dass am Anfang durch die Minutage abgeht und dadurch am Anfang als Kontribution, die man musste bezahlen, auch an die Flucht geht. Hier sieht eigentlich den Tableau, wie er präsentiert wird für die provisorische Schulorganisation vom nächsten Jahr. Das ist en gros aligniert par rapport zu den effektiven Zöllen, die da stattfinden. Das sind Lichtänderungen par rapport zu dem, was letztes Jahr halt provisorisch gestimmt ging. Also, da wird am Anfang geguckt, wie viel kann er effektiv die Kuren angetreten. Weil das ist aber auch ein Phänomen, den er feststellt, dass die Leute sich immer gerne an Kuren ausschreiben und dann am September muss ich dann einfach immer ein bisschen den Tri machen zwischen dem Sport und der Musik und den andere Freizeitaktivitäten wie in der Zeit ist und dann halten aber eine ganze Reihe Leute entweder kann er fängt den Kur an oder halt relativ kurzfristig ab. Voilà, ich meine, bei den Kurkollektiv da bleibt alles relativ nämlich, die nämlich Offer bleibt bestehen für alle Kuren. Bei den Individualkuren sind Zöllen eben nur gepasst zu dem, was wir heute aktuell haben. Dann als heute 4 gesehen, dass wir insgesamt 36 neue Schüler könnten abholen. Du steht 36 neue Schüler, die könnten geholt gehen. Das hängt aber ein bisschen davon ab, was für ein Instrument sie wollen lehren. Weil wir haben eben ein Problem, und das nicht nur bei uns. Das ist das Problem, dass in der ganzen regionalen Musikschule sehr das Problem, ich meine, das ist auch im ganzen Land ein Problem, dass immens viele Kinder unbedingt wollen Piano oder Gitarre lehren und dass die Kurse komplett überfüllt sind, dass es dabei unmöglich ist, für nach Enseignants zu finden, die Kriterien vom Ministerium gerecht gehen. Und dann auf der anderen Seite, hauptsächlich weil auch das Piano betrifft, als das Jürgen sagt, von der Disponibilität vom Saal, wo dann noch ein Piano disponibel ist, für die Kurse aufzuhalten. Das heißt, für da vielleicht kurz auf die anzugehen, ich meine, das hauptsächlich Perkussion, das Piano, wo der das, aber die Gitarren,
starten do hummer eng limitiert Schul, die man haut festgehalten ich meine bei der Piano gesehen, dat feiert sich Schüler sind bei der Gitarre sind da 20, aber bei der Perkussion sind da 22 Schüler kurz vu Monik zukrit wat der Inskriptionen wie Göster waren. Ich meine dummer schon länger op der Perkussion 37 Leute die kann die Stuwelten oder kann an wo die Welten Perkussion leieren Piano während der 55 an op der Gitarre während der 27 für just nennen. Bei den anderen sind immer relativ den nämlichchten Niveen. Du hast ganz klar an dat war auch von Go gesot, dass man wielächt auch schon mat List Tante vor wir können du net soviel Kuren opmachen wie kann er sich op die Instrumente mellen. Du hast dann erstens dat die allen Schüler Priorität tun und dann hast die zweite Kriterie, die an der regionale Musik schon festgehalten hast, dass dat kann er prioritär sind zu den Adulten. Und dann finde recht aus der besölt, dass die Kanner, die auch eventuell ein zweites Instrument ugin hun, dat dann dort Gespräch Gesicht Martine zu gucken, ob es nicht fehlen, aber in den anderen mit traditionellen Instrument lehren. Weil man will unterstützen und ich meine das ist auch wichtig für uns Musik. Ich meine eine ganz Aktivsektion von die Jungbläser an den ganz aktiv Musik an. Voilà, ich meine da sind eben noch recht die anderen mit traditionellen Instrumenten gefroht und wir hoffen, dass da noch der eine oder andere kann vielleicht den Interesse finden, für auf so ein Instrument rüber zu gehen. Das gesagt wird man dann insgesamt vier gesehen 7500 Minuten Kur die gehalten gehen, also sowohl am Kollektiv wie am individuell. Zu multipliziert mit dem Tor von den 6.912 Euro pro Stunde kommt man dann im Gesamtmonat von 864.000 Euro, die Musikschule provisorisch kosten für Saison 25, 26 natürlich ohne die Subsid, den du gerechnet wird. Dazu kann ich noch so zum Subsid, dass durch Gespräche am Gang sind zwischen UGDA an den Ministerien, für zu gucken, inwiefern die können angepasst gehen, weil am Anfang nur die Erhebungen von den Salären von den chargierten Kuren am Anfang Demos wie die letzte Reform gemacht gehen, das nicht berücksichtigt gehen, sondern inwiefern das kann angepasst gehen. So dass wir am Anfang alle Leute müssen hoffen, dass das Ministerium seine Zuschaus an Zukunft auch besser werden an die Luft gehen. Voilà, wenn du froh sind, bin ich gerne disponibel. Serge van Stift, ja. Ja, Serge, merci für die Chiffren, für die interessante Präsentation. Boah, du hast gesagt, der erste Punkt, den das nicht leicht für als Musikschule, aber Subvention oder Subsid vom Staat, den dabei kommt, das an sich auch ein Montant, allerdings muss die Gemeinde aber trotzdem noch immer den Portemonnaie groß abmachen, für das Ganze zu finanzieren. Aber ich denke, hier sollte man nicht aufhängen, vielleicht Sachen zu reduzieren oder aufzuschaffen, weil das Ganze das Jurament vom kulturellen Leben von unserer Gemeinde. Und auch, ich meine, der Masterplan, die Vergrößerung vom Schulcampus, steht ja auch für unter dir. Und da war ja auch mal geplant für Räumlichkeit für die Musikschule 40 gesehen. Und ich denke, dass das doch wird in der Richtung weitergehen. Und das soll auf keinen Fall vergessen gehen, weil aktuell, ich meine, für ein paar Jahre haben wir ja überall Räumgebäude renoviert, für sie ein bisschen zu adaptieren. Das können Kuren aufgehalten gehen. Gut. Und identisch wie für Joel beim Fundamental, haben wir ja auch bei der Musikschule Monik, was das ganz schmeißt, was die Organisation betrifft. Und hat mich dadurch schon jahrelang für die Jung, am Mann Jung, und auch das Resultat ist ja so, dass da flott und gut organisiert Musikkuren dabei rauskommen. Dafür kann ich hier auch der Monik just ein großes Merci sagen. Für seine Arbeit und mehr als Schötterbierger wird noch den Wort bei der Musikschule selbstverständlich unterstützen. Und das soll auch so viel gehen. Ja, voilà, also ich meine, kurz für die Remarque, Ausbauschule, als ganz klar viel gesehen, ich meine, den Frank Wagner und Monik waren noch an den Arbeitsgruppen jeweils dabei, wo den Teilgang als für die Musikschule, weil hier besser sind, wie das kann integriert gehen, auch an den Schulklassen, Klassenräumen oder mit den Funktionsräumen, die für die Mesorole viel gesehen sind, der Tisch, das ist klar viel gesehen. Das ist auch so, dass man haut dank der Monik eine gute Gestion, weil hat einen ganz guten Droh durch zu Conciergerie hat an zu
zu neuen Enseignants, die alle Chargen, die aktiv sind, für das so zu organisieren, dass von der Klassenraum haut aktuell geht. Ich meine, das bisschen immer das kann ich noch nicht alle Schüler gerecht gehen für seine Demanden. Ich meine, auch Schüler und Eltern müssen ein bisschen aufpassen, par rapport zu den Horären, wo Disponibilitäten sind. Das klappt tipptopp. Und ich meine, du hast ganz richtig gesagt, man, ich möchte das einfach frei, also und die hat gibt du ganz vieles nicht so gut klappen. Ich meine, hat die ganze Gestion für das umzusetzen, die ganze Planning abzustellen. Ich meine, du hast die treibende Kraft und du hast ganz richtig gesagt, Team gebührt die größte Merci. Ja, ich gebe mir den wieder eine ausschließen. Ja, vielleicht wirst du als Monikor an unserem Service-Team da halt Lob. Und ich hoffe, dass es noch nicht die Dynamik auch kriegt für heute bei der Musikshow. Weil es möchte einfach ein guter Abend. Da dann, dass ich meine Kurse sind, ja, mir böllisch gebe, ein gut Nachricht das. Mir weil drüber mehr sind, kann ich Gemengen nach mehr. Und ich meine, dass das richtig gesund gibt vom Serge. Ich meine, dass das kulturell lebt. Das aber auch einfach, dass das auch bewiesen kann die Solfège machen. Das ist für die Entwicklung ganz gut. Das ist ein ganz guten Training auch für die intellektuellen Fähigkeiten. Und ich meine, das, was man auch kann, alle gut allgemein, die an den Vereinen gut integriert sind, gut Mannschaften, die sind echt da nicht tentiert für einer Dometen zu machen. Also das ist ein ganz flott Sache, wenn ihr dann die Gala Konzert hat, schon jetzt drüber diesen Haut guckt, dann seht ihr auch den Merit von der Musikshow. Voilà, da kommen wir zum, müssen wir noch aufstimmen. Dann Heinz Hersch von Schlift. Ja. Treisen Pol. Ja. Welch Nico. Mit der Prokuration von Nico, ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Und Sauberschuld. Mam Julesinger Prokuration, ja. Merci. Da kommen wir zum dritten Punkt. Und da will ich den Daniel Flies, als ein Nordschiedsbeauftragten, entschuldigen. Ich kann noch nicht bei sein. Wir dürfen sagen, der Jean Schröder da, als ein Klimabüro am Kader vom Klimapakt. Und ich meine, hier sind Bekannten. Und hier werden uns helfen, durch die 3 Punkte da durch zu gehen. Wir hatten das schon angekündigt, wie wir hier das Leitbild die letzte Mal präsentiert haben, weil es einfach Sinn möchte, verschiedene Prinzipdirektoren da liegt anzupassen. Und war das der nächste Punkt an den Jean Göders Detailer. Ich will vielleicht profitieren für so, wir schaffen auch am regionalen Klimateam do gut weiter. Do also Lot Gemeng, weil zum Tour mat dabei Materium Klimabüro de Mo 3 verschiedener Sandfaller Konton hunn, den Yves Möscher. Mir vor am Jean Schröder weiter, so wie Gemeng dran wenn an weil der Tour aus den 11 Monate kurz enke den Thierry Lagoda. Ja, merci. Tipptopp. Ja, gute Morgen oder guten Abend besser gesagt. Ja, schon ersetzenden Dan, den heute Abend Generalversammlung von euren Amt hat, wo soll dabei für entschuldigt stehen sich für den Teiers. Und ich sprang dann für ihn an. Und ich hoffe dann, dass ich die frohe Wander da sind auch kann antworten. Ja, es geht heute um 3 verschiedene Punkte. Einmal also die Anpassung vom Leitbild, wo paar Sachen angepasst gehen, einmal weil wir ein bisschen Erfahrungswerte haben. Das ist der nächste Punkt. Ich meine, dann hatte ich die letzte Mal eigentlich noch die Indikatoren vorgestellt, wo wir dort drin sind. Das ist der nächste Punkt. Und den anderen Punkt haben wir drin als den Baucheck für Steh vorzustellen und dich zu proposieren. Und last but not least, die PHP-Checklist auch da als E-Punkt dabei könnt. Als Hintergrund, ein Teil von den Anpassungen sind noch wichtig am Kader vom Naturpakt. Ihr wisst das vielleicht, da steht ein Audit 400 dir. Und da sind dann Einzelpunkte, genauso wie am Klimapakt, wo da wichtig ist, auch ein politisches Engagement zu holen, dafür zu sorgen, dass in Zukunft die Maßnahmen, die am Naturpakt auch erwünscht sind, können umgesetzt gehen. Und das ist auch ein Teil von den Änderungen, die heute mit proposiert sind. Weil ihr wisst, wenn wir am Klimaschutz schwätzen, ist auch der Naturschutz nicht weit weg. Aber wenn wir dann so Dokumente haben, dann soll man dann Synergien nutzen, wenn es möglich ist. Voilà. Vielleicht denke kurz darauf zurückzukommen, also das Leitbild, was wir haben, ist schon nicht mehr alles sein, aber das ist wichtig, das zu rappelieren. Das könnte nicht einfach so, von den Dänen nicht mich dahinter gesagt und gesagt, wir machen das so, es gibt dann solche nationale Kader, wo ganz viele Sachen schon sind, und sollen dann natürlich, wenn die kommunal so planen möchte, sich dann orientieren und die Vorgaben, die national kriegt, und das haben wir auch probiert heute zu machen.
Den Zweck ist immer noch derselbe, wo darum geht, dass den sich soll langfristig zu dem Thema ausrichten, das kein Sprint, Klimaschutz und Naturschutz, das ist ein Marathon. Wenn du einen Marathon hast, dann ist es immer gut, wenn du eine Strecke hast, dann die kennt, wo ihr hinlaufen. Und das ist ein bisschen hey, die seht, das soll die Strecke ein bisschen viel gehen. Aber für das mehr, für zu gucken, wie wir auf der Strecke dann wissen, gehen es eben qualitativ, quantitativ Ziele. Das ist genau eben wie bei einem Marathon, wo man eins kann, auf Dauer gucken, also wie viele Minuten pro Kilometer brauche ich dann. Man hat ein bisschen dasselbe, ich nicht, ob dem Ziel um der Strecke nach geht er dann die richtige Richtung, ja oder nicht. Grundprinzipien an sich sind immer dieselbe. Also, dass man Konsistenzen geht am Anfang nicht nur darum, für Verzicht zu predigen, mir einfach für so weit können wir machen, für am Einklang mit der Umwelt in Zukunft zu funktionieren. Und da ist eben der ewige Punkt, das Effizienz. Wie kann ich dasselbe Resultat mit meiner Energie oder mit meiner Aufwand erreichen oder mehr Leistung kriegen, sogar am besten Fall. An Effizienz, das ist eben da, wo ich die bewusst Frage stellen, wo können wir da vielleicht viel ausspuren, ohne dass das riesig Verzicht ist, den also alle Guten immens nervt. Aber wo ihr seht, wenn wir da die Kleinigkeiten ändern, das hat schon einen großen Impact, mit das am Fungerholen nicht der schwarze Wert, die Änderung, die wir machen. Die Grundprinzipien also bleiben bestehen, der ganze Kontext doch. Die erste Anpassung, die sind, das sind nur pur Kleinpunkte, also Einzelpunkte. Ich weiß nicht schon nicht mit das ganze Konzept, mir wirklich die Punkte, die geändert tun. Bei der Lichtverschmutzung, also so, dass man eben aus dem Naturschutzgründen nicht nur gucken, ob die Energieklasse, die man vorher drin hatte, aber auch eben so ein Farbspektrum ist wichtig. Ihr wisst, dass die ganz kaum Insekten, die sind sensibel auf das Farbspektrum und die gehen mehr oder weniger angezogen von den Luten, je nachdem, welches Farbspektrum das die ist. Und dass in der Zukunft, dass, wenn die neue Lute spezifiziert, darauf soll gehen. Die seht, wir haben Luten, die auch ein adaptiertes Farbspektrum haben, was für den Menschen nicht keinen großen Unterschied möchte, aber für die Insekten, die an einem anderen Spektrum gesehen wie mir, einen Unterschied möchte. Dafür, das ist ein wichtiger Punkt dafür. Ein anderer Punkt an der Energie, das ist definitiv so, wir machen alle 3 Jahre eine CO2-Bilanzierung, du hast die alle 3 Jahre, also wichtig, einfach so, wir gucken, dass wir alle 3 Jahre mit den richtig notieren. Du schafft die Klimaagence auch drauf, für Dioxin zur Verfügung zu stellen, dass du etwas, was die kann, ohne eine riesen Etüde, da muss ein Zimmer, aber relativ sicher kann einen Überblick kriegen, wo die Gemeinde drin ist, als Gemeinde, als ganz, nicht nur an den Gemeinde Gebäude, aber als ganz Gemeinde NRW ist. Da beim Bauen soll man in Zukunft auch so gucken, dass die nicht nur just guckt, nur den Dirscher, dass die soll begrenzt gehen, aber auch eventuell Fassade gucken, wo so Plätze an der Fassade, Fassadenelemente, do auch mehr insistieren, dass die Begrünung mal abgeholt wird. Das heißt, das nicht nur den Dach, aber auch einfach an der Fassade gucken, wer den da kann machen. Das ist die Passung. Diese wäre schon dran, da kommen die Fassaden noch dabei. Beim Bauen noch, das ist ein Qualitätstool, die stellen ich her nur noch mehr im Detail für. Wir haben aber abgeholt an das Leitbild, dass ihr seht, der Baucheck, der soll bei neuen Bauprojekten einfach angewandt gehen, geguckt gehen. Und auch, dass alle PHP Matelle von der PHP-Checklist solle bewährt gehen. Da ist auch ein Excel-Tableau, den gehört, da verschiedene Sachen dran. Und da soll all PHP den angerichtet wird, am Fungo Lorenke daraufhin prüfen, ob den Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz richtig berücksichtigt ist. Das ist die andere Änderung. Dann haben wir generell dran geschrieben zum Prozess, ohne das an Maßnahmen, also an Ziele präzis festzuhalten, mir einfach für zu sagen, das ist wichtig. Ihr wisst, dass die orale Guten hier gestimmt, die wird die letzten Jahre. Das sind die Strategien von der Digitalisierung, Mobilitätskonzept, Klimaanpassung und Resilienz, das Konzept. An all den Strategien oder Konzepten, ich könnte daran erinnern, da waren überall Maßnahmen dran, wo geschrieben ist, wir müssten das machen, sollten das machen, und die also einfach vom Prozess, die sehen, kommen wir alle Jahre oder alle 2 Jahre Bilanz von den Plänen, wo sind wir dann an der Umsetzung dran, die noch da gesagt an der Umsetzung, dass es nicht nur eine Strategie ist, sondern dass man auch da als auf den Weg machen, für das zu machen. Das heißt, dass sie sich verpflichten, regelmäßig an die Dokumente zu gucken und sie nicht da verstüpsen zu lassen, bis die sieht, so müsste man eine neue Strategie machen. Das ist ja nicht so ein Zweck von den Dokumenten. Das ist alles, was mehr qualitativ als quantitativ. Da haben wir zum Teil neu.
gemacht, also zum Beispiel in neuen Nasen, die können aus dem Klimapakt selber raus, wo gesagt gehen ist, an der neuen Version vom Klimapakt sind am von ganz grob Indikatoren, die vier drohen empfohlen wären, diese Lo verpflichtend. Du hast nur für ich oder für Schötter die gute Novelle, wie der dir dadurch schon gestimmt hat, so ganz viel von den Indikatoren, die hat ihr schon. Ja, den Daniel hat die Stelle gewiesen, das ist da schon ganz gut in der W. Heißen da Lo 2, die am von geholt müssten nach mal abgeholt gehen, weil sie eben am Klimapakt verpflichtend gefroht gehen, für zu sagen, dann mir gife gerne wissen, wie du hast. Da dient das von der Flash, vom Potenzial, die du hast hier erneuerbare Energien, notamment was Photovoltaik angeht, wie viel Prozent am Vergleich zum Potenzial gehen Gemengenterritoire, nicht ob BRD, mehr auf dem Gemengenterritoire umgesetzt, und du proposieren wir ein Ziel von 25% vom Potenzial. Potenzial hält schon ja, nimmen die zurück, wo die überhaupt möglich ist, technisch für zu machen. Ne? Also technisch am Sinn von, wenn du den Dachfläche von Nöwe guckst, wenn du andere Limitationen gibt wie Statik, ist natürlich da bei dem Potenzial nicht mehr dran. Mit dafür ist den Indikator relativ tief, 25%, mehr aber, wenn wir gucken, wo wir hier kommen, schon ambitiös. Dann ein anderer Punkt ist, dass bei den Lebensmitteln, die angekauft gehen, sollen am Anfang auch darauf gucken, dass es entweder biologisch oder labellisiert Lebensmittel sind, die da angekauft, und das soll als Ziel so 50% vom jährlichen Budget. Nicht nur pro Kilo, mehr wird da pro Budget geguckt, für so, wo kommen wir da hin. Dann haben wir eine neue Definition gemacht, den Indikator hat, das bezieht sich auch auf Belichtung. Das tut damit zu tun, dass den Klimaagence zur Verfügung gestellt und die geht es nicht mehr. Da war eine Klassifizierung von der Luft vorgesehen. Und da konnte ich so, wir sind an der Klasse, und wir wollen an die nächste Klasse. Die Notiz geht es nicht mehr. Und dafür proposieren wir eine neue Definition, wo wir so, ja, bei allen Projekten, wenn wir etwas machen, kann man probieren, mal auf umweltverträgliche LED-Luten umzustellen. Und da ist das Ziel, am ganzen Territoire bis 2030 60% zu erreichen. Das heißt, das an sich selbst, das eben nicht mehr ausschreibt in einer Klasse, mit das mehr beschrieben, was die Funktion ist von der Lute für das zu erreichen. Da kommen wir auf 60%. Dann hat das just kleine Korrekturen, der Durchstung an Indikateur wären Tippfehler, das Stung pro Jahr, muss pro Tag sein, ne? So wäre immer gut, wenn man 20 Liter Wasser pro, weil da gibt es noch nicht gut riechen, eigentlich, wo man so wären. Dafür ist es besser, das vielleicht einfach pro Tag. Nee, also Durchstung pro Jahr, das ist natürlich nicht realistisch, wir müssen da immer ran pro Tag, das wäre ein Tippfehler. Und dann dass die Formationsstunden zum Thema Klima und Umwelt für das abzusetzen, ob 3 Stunden, 2 Stunden, wenn man die Resultat guckt und das auch ein bisschen mehr lachs definiert, gibt man das Ziel gerne absetzen, ob 3 Stunden pro Mitarbeiter pro Jahr. Voilà, das ist der nächste Punkt gewesen, Anpassungen zum Thema Leitbild. Ja, ich will mal los auf Ruhe stellen. Und da stimmen wir auf oder zum Schluss. Dann, da bremst du schon noch nicht an. Schluss mich auf Bremse. Also, so viel Zeit muss sein. Ja, dann den nächsten Notiz, den ich wollte vorstellen, das ist der Baucheck. Auch das ist eine Notiz, die vorgestellt ging als vom Klimapakt-Agence, die das machen. Das ist keine Notiz, die wir selber entwickelt haben, die ganz national entwickelt gehen. Der basiert sich auch oder inspiriert sich auch ganz stark unter Circular Economy oder die Prinzipien davon. Weil wenn das sieht, ich weiß nicht, ich habe just die Hauptthemen, da ein bisschen gesehen, um was das geht bei dem Baucheck. Und ich meine, das ist auch flott für die Gemeinde, weil es geht nicht nur just darum, schon den Umgang mit den Ressourcen, wo in die Themen guckt, die ihr alle gut kennt, Energie, Wasser, Materialien, gucken wir auch den Boden, aber wir gucken auch den Bestand. In Zukunft denke ich, das immer mehr eine große Herausforderung für sich, da mal seriös vorzustellen, können wir dann nicht Gebäude, einen Teil vom Gebäude erhalten, ausbauen, umbauen, am Platz so, wir wollen den Bagger ran, vor der Tür, ich meine, etwas Neues. Einfach da Dummdenken begleiten. Den zweiten Punkt, den ihr dann bei dem ökonomischen hast, das ist eben, weil das der Wert über den ganzen Lebenszyklus, sich da viel mehr intensiv damit zur Beschäftigung, was geschieht über den Lebenszyklus, also flexibel umnutzbar in Zukunft, kann ich etwas mehr für die Lebensdauer von einem Gebäude verlängern,
kann ich abs mehr für eng besser Nutzung von der Flaschen hinzukriegen, weil mir hunn ever nach einst so Situationen, wo wir Raum kreieren, wenn ich dat den ganz Jahr guckt mat iwwer 8000 Stunden, da se den as vielleicht bei 80 Stunden Nutzung am Jahr. Da muss ich einfach mal enke vielleicht vorstellen, in Zukunft möchtet nach Sinn für Räum zu kreieren, die 1% von der Zeit genutzt gehen. Also das ist schon am Anfang die erste Form von Verschwendung. Ne? Weil wenn ich das verdoppeln kann, dann hätte ich schon viel erreicht. Ne? Weil da braucht ich einen zweiten Raum, den auch nur 1% bebaut wird, nicht zu bauen. Ne? Also ist das schon ein großer Gewinn, wenn ich sich mit dem beschäftigen. Dann eben ein anderer Punkt, Rückbaubarkeit, an eben noch die Gestion von der Chantier selber. Und dann die Gesundheit, das die Nutzungsqualität, das natürlich für den Benutzerband dran, der den an einem gesunden Umfeld lief. Dann den Transport, wie organisieren wir den, und dann eben noch den Umweltschutz, Biodiversität nach spezifisch rauskommt. Das dann dekliniert, die großen Themen, die sind dann dekliniert an Einzelziele, und das geht am ganzen 45 Ziele, die ich hier verfolgen kann. Ich weiß nicht, die gibt so eine Tabelle, geht dafür all Einzel von den Punkten. Da geht dann 3.33, Schaffung ökologischer Grünflächen, das ist dann ein Ziel. Und dann ein Renner, und das hat die Klimaagence flott gemacht, als eine Ablöstung von Maßnahmen, die du kannst umsetzen, die in die dritte Richtung gehen. Das heißt, es wird an sich geguckt an dem Projekt, als die Maßnahmen umgesetzt, ja oder nicht. Also das ist am Anfang geholte Baucheck. Ne? Und das ist an sich für alle Punkte also ein Tableau gemerkt, die relativ detailliert ist, a praxisbezogen einfach zu nutzen ist. Das eng Fleiß erbicht, mit das aber ein Flot erbicht und einen flotten Check für einfach zu gucken, ob den Thema aufgedeckt wird oder nicht. Das ist die Notiz so wie nass. Das wird Propos aus, die dich leitet, als für so ein Gemeinde verpflichtet in Zukunft alle neue Bauprojekte zu gucken, und zwar zweimal, einmal an der Planungsphase, und noch ganz wichtig, von die Gebäude an Herrn geliefert ist, weil das dann Herrn reell übrig bleibt. Weil ihr wisst, dass alle gut sind die Ambitionen groß am Anfang vom Projekt, und da kommen technische Kontranten, ökonomische Kontranten, reglementarische Kontranten, Planten von den Nombren, der Portemonnaie, die beim am Ende ist, ja, wo da beim an der Lieferung vielleicht nicht mehr gerade das alles übrig bleibt, weil dann die Ambitionen dranstehen. Dafür ist es doch wichtig, bei der Lieferung zu gucken, was dann übrig bleibt. An den anderen Punkt, das zu dokumentieren, für auch vielleicht in Zukunft zu lernen, wenn wir Bauprojekte machen, um für direkt besser zu verstehen, wo sind dann als Schwachstellen und was können wir besser machen. Das ist mal der nächste Punkt, also die Notiz mal regelmäßig zu nutzen. Dann hast du froh, wie sollen wir nutzen? Du hast dich regional, du hast das schon nur geschaut, Claude, Aufstimmung gemacht am regionalen technischen Klimateam und auch am regionalen politischen Klimateam, wo gesagt hast, es wäre flott, die 4 Gemeinden oder 5 Gemeinden gemeinsam gesucht, 40 von denen 45 Ziele sind der Wert von der Gemeinde geguckt zu gehen, da das da gesucht gehen prioritär, wo man so wäre gut von der dat gibt gucken an die Projekte an, weil man eben der Realität, die ich gerade beschrieben habe, bewusst sind, dass gesucht wird, das kann man gucken, dass da wenigstens 30 von denen 45 da bei der Lieferung auch erreicht gehen. Ne? Ja, für zu sagen, okay, wir wollen uns ja bewusst, dass Sachen auf der Strecke bleiben. Sind wir am Anfang vielleicht nicht so viel ambitiös. Wir können mal gucken, mal einfach als ein Ziel zu gehen, weil irgendwo zwischen dem Ambition und mir mehr nicht leid. Dafür wird Propos 30. Und dann hast du froh, wenn ihr dann ein Ziel erreicht, die hat das gesehen, ich habe gerade im Detail gewissen, da sind einzelne Maßnahmen abgelöscht. Aber ich habe gesagt, ein Ziel, das erreicht, war 50% von den Maßnahmen, die da stehen, umgesetzt sind. Das heißt, muss nicht alle einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden, für zu sagen, das Ziel, das erreicht. Und das ist nochmal das, was wir proposieren, sodass du kannst ein bisschen flexibel mit dem Motiv schaffen. Wir wollen nicht so, das Totenziel muss erreicht werden, weil die Projekte, wo vielleicht einfacher selbst an der Biodiversität zu machen, und andere Projekte, wo vielleicht ganz einfacher selbst zu machen, für an der Mehrfachnutzung etwas zu machen. Das heißt, wir wollen uns da nicht festlegen, was für ein Ziel da erreicht gehen. Und noch bei den Maßnahmen, an dem Katalog von Maßnahmen, dann kann eben noch flexibel auf Projekte zu adaptieren, für eben noch in Zukunft op de Portemonnaie können oppassen an net so alle ökologische Projekte teuer, weil ich dat machen muss, das méi so okay, wann het machen, kann man holen dat als neicht kascht net net zuviel kascht, wir setzen de Moosnamen. Dorums geht an sech. Eng Exception gëtt, dat bei der Renovierung das net fir so die sind do fies raus, mit das fir ze so wann aus technische Gründen gut argumentéiert kann gin,
für dat Dolo net zu machen, weil sie se tut okay wert bei dem heute Projekt, dat gif komplett jenseits Leiie von alle Möglichkeiten, wann du dat begründen kannst, da brauchst du den Baucheck bei einer Renovierung je nachdem net zu machen. Allerbest sollst du machen, mit du musst argumentieren, wann du net willst machen. Für die Notation, dass es nicht mehr mit das einfach nur just für die Möglichkeit zu losen, für zu sagen, hey, du komm am Sehen, also bei diesem Projekt nicht dumm hat, weil halt möchte es wirklich keinen Sinn. Wir kriegen das nicht hin, für den Baucheck zu machen. Voilà. Das ist das Thema Baucheck, also 3 Sachen, enkel nutzen, 30 von 45 Ziele erreichen, 50% von den Maßnahmen sollen nicht gesagt gehen, dann das Ziel erreicht, an eng begründeten Ausnahmen am Fall von einer Renovierung als möglich, ja, aber sie muss begründen. Das zum Thema Baucheck, und da könnt ihr lechten, das ist auch der kürzeste Punkt, den als geschuldet dem Naturpark. Da geht es dann sich darum, von der Checklist guckt, ja schon relativ gut, komplett. Lapsus ist schon ein bisschen mit. Sie ist natürlich nicht komplex, sie ist ein gewisse Lust, sie ist nicht komplex. Aber du hast einen Punkt gefehlt für am Naturpark, der wichtig ist. Und das ist eben der Punkt von der Versicherung. Ich meine, noch an der Klimaanpassung stark kriegen, Evenement, das ist sowieso eine gute Überlegung. Für zu so, wir sollten also überlegen, am öffentlichen Straßenraum in Zukunft Männer zu versichern. An dem Punkt geht wir dann die PHP-Checklist mal abgeholt. Für zu so, guckt, wann ich schläft oder checkt und noch, wie viele versicherte Flaschen denn noch gehen, wird um öffentlichen Teil. Das ist nicht die Privatperson, mit das wird den öffentlichen, der öffentlichen Seite ist. Voilà. Das ist schon das Ziel, was sich da gesagt wird, das 20% zu erreichen. Da muss man gucken, wie das dann rauskommt in der Realität nur mit das Ziel. Voilà, das wäre von mir, was die 3 Punkte noch geht. Oder von euch. Merci, Jano. Geh nicht frohen. Ja, Jean von Schlift. Ja, das war ein ganzer Kopf, die ich uns noch erzählt habe. Wir hatten den Teil schon für gesehen. Das kann mehr Haut könnt dann mehr im Detail. Ich würde ein klein froh. Bauen war eine Baugenehmigung. Bauen war nicht ganz einfach an die Genehmigungen. Mein froh, bei wie viel Prozent, was nicht erfüllt ist, kann der Chefrat oder wo ihr möchte eine Baugenehmigung zurückbehalten. Mit den Programmen an Gerichten. Wenn ich kann, wo ihr möchte, wo auch da durchgesagt kriegt, ihr seht, die kriegt keine Baugenehmigung, die muss noch so viel dabei machen, bis bei einem gewissen Prozentsatz vorgesehen, wie das kann machen. Nee, das geht doch nicht. Ne? Ich meine, eine Baugenehmigung muss immer ein Baureglement ausgestaltet werden. Das hat man als ein Baureglement tun, auch von den Do-Mesuren an dem Do-Bereich Notartigkeit an Energiespuren an. Die müssen angehalten gehen. All das also, und dann hast du heute Baucheck, das ist nicht mehr Gemenge Gebäude. Ne? Das ist nicht für Privatleute. Also wir lehnen uns die Maßnahmen selber ab, wenn wir ein Projekt machen, für zu checken, wie gut sind wir dann eigentlich mit unserem Projekt. Ne? Baucheck nicht, nee. Baucheck, ja. Das, wie du nur so klot, das ja, musste schon Baureglement halen. Und das ist das reglementarisch verpflichtende Argument. Dann halten das für die Gemeinde eine zusätzliche Verpflichtung, für die so kann man gucken, nur einfach für sich selber drin sein. Das ist Qualitätsutil für all die Engagementen, die da schon geholt haben, die was Leute bildet, als das heute am Anfang geholt, Qualitätsutil, den ich kann nutzen, für das dann noch sicherzustellen, dass die Programme, die da schon dezidiert haben, dann noch umgesetzt gehen. Ja, das wollte ich am Anfang gemeint, weil für den Privatmann, von der Theologie wo gewandt, das wäre nicht einfach. Ja? Von alles da, das ist meine Frage gewesen. Wenn ich bei 5% kann dann bei mir so, ich kann doch all die Mesuren, die noch proposiert gehen. Also nein, das ist so dann eben nicht so. Ne? Ich meine, das ist nicht mehr für als Gemenge Gebäude und sowieso also immer das, was im Gebaureglement steht, was noch zählt. Ne? Was reglementarisch steht aus, was muss angehalten gehen, aber wenn es das anhält, muss dann bei mir auch eine Genehmigung gehen. Ne? Auch da haben wir oft Diskussionen, wir noch ja, die Branche. Du weißt, wo wir in den Fall, dass sie schwätzen, wo dann die Leute nicht zufrieden sind, was geht dann, wenn wir eine Baugenehmigung machen,
Et muss eng Baugenehmigung de Baumeester muss eng Baugenehmigung gin, wann de Regel vum Baureglement erfüllt. Sos nach frohen Polsklift. Ja, man wollte just frohen an sich wie man abordable Wohnraum den Gemenge schafft für Leute. Hast du auch dat tut november oder du wo meine Info darüber? Ich meine, da gibt die zwei Fälle. Ne? Einke der Fall, wie man lohnt, wo die Jardin holt, wo die Gemeinde zwar ein Bayern für die Dinge im Terrain möchte mit Leuten eigentlich selber bauen, geht das mir das Projekt machen und zu einem Teil dann auch schon so vorgestreckt, wie das Trio geht. Aber sich bezahlen die Leute hier Haus selber. Ne? Ich meine, das ist für mich kein Gemeindegebäude, das gehört ja die Proprietät vom Gebäude, auch dann noch die Leute. Ne? Und da gibt es den anderen Fall, wo die Gemeinde sagt, wir bauen Häuser, und die verlohnen wir dann. Und da müsste man dann, das sind Gemenge Gebäude, da müsste man dann noch den Baucheck machen und die Kriterien dann noch anhalten. Ne? Vielleicht als Ergänzung, wenn wir die 3 Dokumente gucken, dann hast du PHP-Checklist, wenn du so große PHP möchtest, an dem Kader auch vielleicht Logement abordable 4 gesehen hast, dann hast du die Checklist dann an dem sie noch auf dem Niveau applikabel für das Logement abordable für zu gucken. Ich meine, dass ein Checklist, das einfach für die Frohen zu stellen, denke ich, noch Frohen, dass an dem sie noch kein reglementarische Notiz, mit das einfach ein Checklist für zu sagen, okay, da können wir die Frohen durchstellen. Du noch können, also für gesagt gehen, dass nicht immer die Mesuren, die wir holen, für Notartigkeit sind, die teuer sind, aber auch das können wir, und du hast meine Standresponsabilität beim Gemeinderat für zu dezidieren. Bis vorhin immer, was das wert, was dir wird da kosten, für das es optimal nachhaltig ist. Ne? Ich meine, das sind immer die Frohe bei den großen Projekten. Wir sind auch beim Projekt, auch vom SIAS, das sind immer die Frohen, aus der Relation nach normal, nach gesund, oder kommen wir einfach aus Sphäre, weil wir noch nicht so weit sind, ne? Weil Technik Terra das noch nicht hier geht, weil die Entreprisen, die das können liefern, noch nicht da sind, an der nirgendwo stehst du in den Grenzen. Ne? Sonst noch Frohe. Kein froh mir hun, da müsste man über die Punkte aufstimmen. Wir gingen dann einfach Einzel aufstimmen. Dann hast Chlora auch, wenn ich muss 3 Mal abrufen. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Teins Nico. Hat der Prokuration von Nico, ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch und Sauberschul. Man Schulsinger Prokreation, jo. Merci. Dann den zweiten Punkt, also den Checklist. Tein Serge. Jo. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Und Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch und Sauberschul. Man Schulsinger Prokreation, jo. Merci. Und dann den dritten Punkt, der Baucheck. Tein Serge. Jo. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Und Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch und Sauberschul. Man Schulsinger Prokreation, jo. Voilà, dann ein größer Merci für die Aufstimmen. Im Genre größer Merci, dass du angesprungen bist und dass du das so flott erklärt hast. Und das ist nicht für die Last, wenn man das schreibt. Für die Präsentation zu machen. Merci. Und schönen Abend, Adi. Dann der Punkt 4, da geht es um den Devis, wo es um Sicherheit geht und Mise und Konformität von unseren Gemenge Gebäude. Ich meine, das ist so, dass wir bei der Mise und Konformität, aber bei der Sicherheit nicht ganz viel Spielraum haben. Auch wenn ihr guckt, um welchen Gebäude das hier geht. Natürlich haben wir das Ganze aber ein bisschen erfreut, weil danach heinst du ein bisschen überraschen könnt, aber es gibt keine Alternativen. Und dafür haben wir den Devis hier den Ofen so am Gemeinderat. Du hast für das Mal Brandmeldeanlage an der Maison Relais, die permanent Fehlfunktionen hat, wo es keine Ersatzteile mehr gibt, weil den alle Modell ist. Dafür ist heute Proposition, die dann aber zu ersetzen, weil ich meine, dass einfach so eine Brandmeldeanlage ganz wichtig ist. Das ist auch so, dass wir es da versichert tun, dass wir mal umbauen, dass wir es dann nicht schon müssen an den Pubel geheuern, mit das kann weiter verwendet gehen. Das heißt, wir müssen den Investiment noch machen, sie muss ersetzt gehen. Aber das ist auch ein Investment für in Zukunft die Anlage auszubauen und weiter zu gebrauchen. Das sind 13.000 €. Dann haben wir ein
Monto von 30.000 €. Da geht es darum, dass man davon profitieren, dass man den neuen digitalen Rider für auf Platz beim Busarrêt setzen vom Campus. Und da kann am Anfang den Schafet Pomsche mit integriert gehen. Das hat ein paar Vorteile, weil sie nicht müssen für an E-Gebäude gehen und dann dort die Informationen von mir direkt für am Angang an der Abfahrt, was sie beifuhren, auf der Platz fanden. Das am Anfang strategisch ganz gut gelegen an sie gehen noch nicht für an E-Gebäude für dann an einem anderen Gebäude zu intervenieren. Wenn Gebäude aufgerappt wird, wo sie haut dran ist, ich meine, das ist so zentral an der Hauptentrée von der Schule an dem Centre kulturell, da müsste sowieso ein neuer Platz angerichtet, provisorisch, und da hätten wir dann auch einen definitiv Platz. Also da finden Laufkarten drauf von der Pomschen, da finden den Schlüsseln dran, den Anzeigetableau, wo Alarm ausgelöst ist, ein Bedienfeld für den Alarm können auszumachen. An zentral Aufschaltung von den PV-Anlagen, wobei man aber muss wissen, dass ein Modul von einer PV-Anlage immer weiter Strom produziert, solange Luft drauf fällt. Das ist Material für 18.000 €. Da können Kabelzellen dabei bauen, also die Programmation und die Aufnahmen, also die Arbeiten kommen dann dabei, sodass der Gesamtmonto 30.000 € sind. Dann muss ein Rauchmelder ausgetauscht gehen. Die müssen laut Hersteller noch 8 Jahre ersatz gehen. Das sind nur 125 optisch Rauchmelder, das sind da viel. Das ist eben einfach so, und dafür kommt man dann noch auf ein Monto von 16.000 €. Und dann, nicht zuletzt tun wir dafür 25.000 € am Anfang die Abbruchmeldezentral, die soll auch ganz ersatz gehen durch ein mehr aktuelles System. Da hätte noch können so der Wert drauf, bis die neue Gebäude durchstehen. Wir sind da so weit dran, der hat es gelesen am Text, auch von der Informatik hier, das ist Sicherheitsrisiko und so weiter, sodass sie in das Logging machen, auch noch die Suchen sind nicht investiert, und dann muss auch alles neu gemacht gehen. Auch da als ein Ursprung an dem Mond, und das also so konfirmiert gehen, dass wir die Anlage da ersetzen und dann später die neue Gebäude da drucken. Henken. Natürlich muss nicht nur dann Lach, also zentral ersatz gehen, aber da müssen auch Bewegungsmelder ersatz gehen, Ausschlüsse von neuen Fenstern, Diakontakter, die Kabel müssen identifiziert gehen, dafür sind noch stundenfähige sind. Und das Ganze kostet dann 25.000 €, sodass, wenn wir dort ein Total machen, mit der TVA sind wir dann auf 84.000 €. Gehen nicht dazu freuen. Sag schon, Stift. Ja, aber für uns ist das absolut kein Thema, dass die technischen Anlagen ersetzt müssen gehen, dass wir eine ganz klare Sache für die Sicherheit von Gebäudlichkeiten auf Maximum zu garantieren. Und das steht auch noch keinesfalls zur Diskussion. Bei den digitalen Rider hat man ja schon damals an dieser Erklärung gesagt, dass man da nicht so begeistert damit sind, damals wie von der Chantiersphase im Campus. Aber wenn ich die Explikationen am Text, was du noch Resümee davon gemacht hast, wo es liest, die sind noch leicht formuliert. Es soll bei den Abbruchsmeldezentralen am Gebäude vom Cycle 1 angefangen gehen, für Erfahrungen zu sammeln. Gut, Erfahrungen sammeln, scheint gut. Mit der letzte Chefrat hat ja aber schon ein provisorisches Konzept mit der Gemeinde Serviceraum und Facility Manager ausgeschafft. Und nur als eben als Umwirkung, das ist Facility Manager, als auch schon während Jahren Schulcampus an anderen Gebäuden tätig. Und ich denke, dass die global müssten alle Kabel und alle Schrauf auf der Seite kennen. Bei uns vor oder als Gedanken, die wir uns machen, sind die eventuell mit einer Submission von einem neuen Wartungsvertrag am Gangen. Weil an den Explikationen als auch nach des Weiteren vermerkt, für OB Fabrikat zu wechseln, dass von mehr Elektriker beherrscht wird. Gut, wenn man einen Facility Manager als Denkfirma, die das beherrscht, können wir doch vielleicht eine Explikation geben. Also wir sind auch bei allen Aufträgen, die wir immer gehen, froh, wir immer, dass auch andere Firmen gefroht gehen, für den Wienhof zu gehen. Leider ist es so, dass unser Facility Manager das Gebäude ganz gut kennt, viel mehr präzise kann rechnen,
wartet dann noch kascht an immer aber dann mi bëlleg ass bei alle Chantieren. Ich meine, du war kein Ausnahme dabei, wo man nach assistiert und seiner Firma gefrot gin dann noch und wie ofzugin. Selbstverständlich wann der Kontrakt benennen könnt, muss man enke mat dem Thema beschäftigen, ob man dann eng Ausschreibung mcht. Gesetz schreibt das dat viel eng Ausschreibung zu bei den Dommonton. Dann muss man gucken, ob man neue Kaie de Schach iwwerschaffen losen. Dat kann doch so der Sommer d Energie verbonnen méi dat sinn awer Konditionne vun der Stee an dat muss man dat machen. Dat so. Was nach frohen? Kein froh mit zu dem Devisen, da gibt man denwer Ostemme wann gift 3 Ja. Pol. Ja. Welch Nico. Mat der Organisation von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch aber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Merci. Da wären wir beim Punkt 5. Gemenge Finanzen, wo man enke Kredit stimmen, an donno iwwer Multiplikateuren schwätzen an das de Serge den als der Punkt präsentiert. Oder ich mein nächste Punkt das ein Zusatzkredit den wir stimmen aktuell hat man op dem Budgetartikel Sécurité mise en conformité des bâtiments communaux die Nummer 9 gegründet für 2025 da hat man 550.000 Euro für 2025 und dafür gibt man 50.000 Euro do no stimmen für den dann 100.000 zu bringen für notamment die Erbischen die H4 sind für 84.000 Euro zu machen. Frohen zu dem Punkt. Kein Frohen, da gibt man drauf stimmen. 3 Serge. Jo. 3 Pol. Ja. Welch Nico. Und Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch aber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Merci. Voilà, der nächste Punkt ist dann für die Fixation von den Tourmultiplikateur vom Impôt foncier für das Jahr 2026. Du bleibt alles unverändert. Du gibst ja noch keine neuen Änderungen par rapport zu den Diskussionen, die schon in 3 Jahren am Gang sind vom Staat für das zu reformieren. Und dafür gibt man die Proposieren dann für die Touren nämlich zu lösen, wie es auch die letzten Jahre waren. Gehen tot zu frohen. Dann kann noch nicht viel froh sind rein prinzipiell. Wir gingen dann aber 2 Mal aufstimmen. Okay. Den Impôt foncier stimmen wir dann auf. 3 Serge. Ja. 3 Pol. Ja. Welch Nico. Mit der Prokuration von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch aber Jules. Mam Julesinger Prokuration, jo. Dann Voilà, da kommen wir noch bei den Impôt kommerzial kommunal. Dort nämlich stehe ich morgen unverändert plus bei 225% wie der doch die letzte Jahre. Den du zu frohen. Okay. Dann stimmen wir ein von Stift. 3 Serge. Ja. 3 Pol. Ja. Welch Nico. Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch aber Jules. Mam Julesinger Prokuration noch, ja. Merci. Dann sind wir bei Punkt 6. Da haben wir verticht den Akt für das, die Parzelle zu Straßig, wo wir dann noch den Kompromis hatten, wo wir eigentlich müssen zurück cedieren. Ich meine, wir haben schon oft über den Dossier geschwärzt. Ich gehe nämlich weiter im Detail an, sind zum Akt frohen. Du kein frohe sind, da könnt man auch darüber aufstimmen. 3 Serge von Schrift. Jo. 3 Pol. Ja. Welch Nico. Und der Prokuration von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pagerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch aber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Merci. Und dann der nächste Punkt, Kompromis des Ventes an der Rue des Champs. Ich meine, du hast mal so viel, auch der Kompromis, wo die Leute Stroß dann endlich auftreten, dass man dann als Gemeinde, wenn man da die Infrastruktur müssen erneuern, dadurch dann am legalen Kader auch richtig können machen. Hier war noch ein bisschen eine Problematik, dass die Leute, was sie auftreten, am Anfang Mengen der Gemeinde tun,
sie giffen dann recht verleiere fir do den Auto hinzustellen an du hummer dat Martin op der Platz geguckt an mir hun Martinen Kompromis ausgeschafft, wo da noch ein Klo Spezial drasteht, wo man ein als Gemeng soen solange man do net aménagéieren könne se nach immer so durchstoen wie dat haute Fall ist. Aber wenn man dann Stroß umbauen, da gibt man do profitieren für die Situation do bisschen zu ändern. Du gehört nämlich ein Blumenbeet, das ist auch am Anfang accolé zu Eisem Gebäude, was der Gemeinde hat, was schon der Hölle Leute dran hat. Und wir geben dann an dem Kader vom Reamenement von der Straße das so aufpassen, dass dann auch noch später ein Platz ist, wo ich kann ein Auto hinstellen. Und zu den Konditionen waren die Leute noch auferstanden, als den Terra dann zu zedieren, sodass man eigentlich an der ganzen Straße, was Proprietätsverhältnisse da angeht, klar sind, dass nach schüst Urwene steckt, mit auch da sind wir am Gange uns schaffen, für da eine Lösung auch zu finden. Wir haben dann mal auch die Parzellen über die Changemengen als ein Club gemerkt, im Detail, das relativ viel Flash, die du dann aufgetreten wird, wird dann noch regularisiert. Voilà, das ist die Do-Flash. Am Dossier hat er gesagt, du warst Blut gemerkt, aber voilà, du hast. Geht es so froh. Kein frohen dazu. Da gebe ich auch bitten, dass wir über den Punkt aufstimmen. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Proklamation von Nico. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Asaber Jules. Mam Julesinger Prokration, ja. Merci. Und dann haben wir nach Punkt 7 2 Verkehrsreglemente, einkehr Konfirmation vom Verkehrsreglement, was wir geholt hatten am Kader von den Nachrichten von der CRL hier und Passagerniveau pro Pieton, wo der Weg leider heute nicht so ganz zugemerkt geht. Für dich war du 4 gesehen bis der 16. Das haben wir hier aufgestimmt und sind aber nicht ganz fertig gehen. Und du hast gefragt bis den 23. Wir haben heute also ein bisschen renseigniert, also sie sind aber noch soweit fertig, sodass keine Verlängerung mehr gebraucht wird und der Wirren kann abgehen, wie geplant ist. So eine kleine technische Probleme, da ist aber noch echt für sich wie für die Fußgänger, sodass das Mist richtig reißen an der Weg dann abgeht. Und dann hatten wir noch eine Modifikation temporaire. Ich will gerne über den aufstimmen, dann stimmen wir über den auf. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Proklamation von Nico, ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Asaber Jules. Mam Julesinger Prokration, ja. Merci. Und dann haben wir noch die Aufänderung vom Verkehrsreglement, was wir schon heute präsentiert hatten, was eben die Parkplätze vom Flexo geht, das haben wir eigentlich refusiert gekriegt, weil wir es da an der Terminologie geht tun. Die Verkehrskommission, Stadtverkehrskommission hätte gern, dass wir das Reglement mit einer Modifikation temporaire vom Reglement de Circulation kommunale und dafür proposieren wir das noch hinein. Also die Plätze bleiben dieselbe, dann hat sich auch sonst nicht. Das ist just Terminologie, die wir dann das gerichtlich gemacht haben, so wie die staatliche Verkehrskommission das auch gerne hat aufgeschlägt. Sind dazu noch froh. Auch nicht, da könnt man auch darüber aufstimmen. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Man Nico Dinger Proklamation, ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Asaber Jules. Mam Julesinger Prokration, ja. Merci.
an da sind wir bei der Question Ekriten, du haben wir einen Rakrit von der Schötter Bierger und da gebe ich euch fortgehen, für das zu präsentieren. Merci. Ja, merci. Dann kommen wir zum Schluss. Wo an der Arbeitssitzung mam Gemengerot den 5. März gouf vom Chefrot annoncéiert, dass Boot, die schon 2 wie 4 Jahre vom Club der Jeunes Schötter benutzt wird, für hier Aktivitäten zu organisieren. Am Kader von den Arbeiten vom neuen Dorfkehr aufgehabt gehen, an der Club gave als Ersatzräumlichkeiten am Neubau von der Gemeinde kreieren. Er soll aber auf keinen Fall vergessen gehen, dass die Holze Boot ein Bestandteil vom Lützburger Patrimon ist, weil hier handelt sich eng von den Baracken, die zu Straßig am Reichsarbeitsdienstlehrer stungen. Den 8. Mai des Jahr hat RTL übrigens eine Reportage über gefangene Lehrer aus dem Zweiten Weltkrieg ausgestrahlt, wo unter anderem auch die Arbeitslehrer von Straßiger Lieben gehen. Diese Reportage von den auch heute noch auf der RTL Homepage. Aber bei den initialen Plänen vom neuen Dorfkehr, die zusammen mit den Bierger an den Vereinen ausgeschafft gesehen, sollte das Barack bestehen bleiben. Lo als froh an dem Kontext kann der Chefrot als von Cliff darüber informieren, ob die noch Möglichkeiten gesicht hat, für diesen Teil vom Lützburger Patrimon zu erhalten, und wie eng das wäre. Merci für Ihre Infos. Merci für die Question écrite. Ich meine, alle gut, wie wir hier rundherum durchsetzen. Ich selber als Echten, ich meine, ich war selber auch Präsident vom Club der Jeunes. Hätten wir am nächsten gehabt, wir hätten die Boote können durchstehen lassen. Das ist aber leider problematisch, weil sie erstens mal mit Giftstoffen behaftet ist, belegt ist, und ich nicht kann garantieren, dass, wenn du geschafft wird, die Giftstoffe freigesetzt werden, dass es ein Blei an der Farbe, wenn ein bisschen Asbest, was von ist. So doch staatliche Problem. Dann hat nach ein bisschen Änderungen und der Barack machen, die lo schon jo gemerkt sind, dass isoliert kind aus einer Fassade drauf kommt, dass ein Dach drauf kommt. Also vom Originalzustand, also eigentlich nicht mehr viel do noch Historiker ist gesagt, das als Schritt an das hält der Patrimon, weil der Patrimon, wo du auch siehst, hält das leider viel wert, weil sie eben nicht mehr am Originalzustand ist. RTL hat sich auch bei uns gemeldet, für die Reportage zu machen, für den Kontakt zu kreieren. Man macht Trossen, man Claude van Dievenit, mit denen wir ja, und das ist so flott, dass wir das dokumentiert tun, die flott Broschüre gemacht tun. Und ich meine, da ist ja auch Patrimon und da geht ja die Geschichte von dem Arbeitslehrer am Detail, Römbrot, 50 Seiten. Ich meine, da haben wir die Chance gehabt, dass wir da ein flott Arbeit konnten machen, an auf der Platz. Gesagt in die Panoen, auch da da möchten etwas für das Patrimon zu valorisieren. Und da haben noch weiter geschafft gehen, sie haben nach Betonstall freigelöscht und wir sind noch mal am Viertel gegangen, für dann noch Mesuren zu holen, für das dann noch ein bisschen zu protegieren, dass der Boden nicht drin zurückrutscht, da soll eine Drischenmauer gebaut gehen, wo wir dann noch ein Biotop geschafft hatten, das alles für auch das Sit zu valorisieren. Wir wissen heute noch nicht genau, wie wir das mit der Boot machen. Wir sind ja in der Phase, wo wir im Club der Jeunes noch gucken, ein Projekt mit ihnen zu machen, den ihnen noch Satisfaktion gibt, für ihr Besoin, für es dann ändern zu bringen. Wenn wir dann so weit sind, dass die Boot wäsch geholt wird, die Barage wäsch geholt wird, und ich meine, da hat auch der Matrosen sich auch schon gemeldet, da gucken wir, wie ihn das kann rekuperieren, und was wir auf der Platz so können machen. Der Firster hat aber auch schon gesagt, wenn wir dann aber mehr weit gehen, dann muss ich aber gucken, ob wir der Naturschutzgenehmigung das auch erlaubt kriegen. Also das sind Punkte, die sind zu klären. Die Idee ist da, wie sie genau da noch umgesetzt wird, das muss noch geguckt gehen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, weil so weit sind wir ja noch nicht gerade. Wenn wir noch mit Plan fertig kommen, nach PD stimmen, und dann muss man eine Ausschreibung machen, und dann machen wir Planning für die Chantier. Bis dahin vergehen ein paar Monate, und an diesem Moment muss man uns Gedanken machen. Merci für die Question écrite. Die Ideen sind da, und es sind ein paar Leute, die sich damit beschäftigen, und werden nicht vergessen.
Ja gut, Schadstoffe hin, Schadstoffe hier. Ich meine, zu Schatz steht ein ideal Eisbohnsbreck, was der aufwerft, das ist mal eine andere Geschichte. Aber es war, soweit das Eis gesagt ging, als ja auch jetzt, für auf der Platz, wo das Boot steht, für die Bohrungen zu machen. Das ist richtig. Ja. Wann et Bude wäsch kënnt, kann en op der Platz Bohrungen machen. Ja. Ja. Weil ich denke, Kann en op der Platz Geothermie machen. das war ja viel gesehen für die Bohrungen auf einen anderen Platz zu machen, aber da müsste, wie weit mir das verlaut haben, müssten dann Bämewäsch gemacht gehen. Stimmt das, ja. Auch da sind wir noch am Gang zu gucken. Auch das hängt von der Naturschutzgenehmigung auf. Dafür ist es gut, dass man alternativ und eine Reserve haben. Und dafür, das war aber nicht der nächste Urspruch mehr, wie dann eben die Konklusion war, dass es vielleicht schwierig geht, für das Boot zu erhalten. Bon, ich meine, der Architekt schafft permanent, er schafft gut. Dass man das Projekt in Eisenahn ganz gut läuft, wo man alles am Griff hat, so wie es soll sein, wo der Architekt alles am Griff hat, wo man eigentlich gut vorkommen kann. Überraschungen hun man denen gerechnet huet méi so Kleinprobleme wie du sind natürlich net aus der Welt zu schaffen, aber man geothermisch Bohrungen machen, da muss man auch gucken, wann du entweder man beim net wäsch halle man se, dann hast die Platz natürlich verloren, wann man beme wäsch dafür muss man die für dich wissen, wat Umweltverwaltung dazu seht. Da muss wahrscheinlich kompensiert gehen. Entweder durch U-Planzungen oder durch finanzielle Mesuren. Auch alles dazu man noch keine Antwort, weil das alles noch an der Etüde ist. Ja, voilà, genau darauf will ich raus, weil wir machen hier bei uns, insgesamt bei unseren Bauprojekten, die Großbauprojekte, muss man ja links und rechts sowieso kompensieren. Und ich denke, dass das heute dann auch wirklich ein Argument weiter wäre, dass man dann wenn wir können kompensieren, dass man das soll machen, eben für die Bootken zu erhalten, dass die auf der Platz stehen bleibt. Weil am initialen Plan vom neuen Dorfkern, der auch mit den Anwohnern und mit den Vereinen rausgeschafft ging, steht nach immer laut den Plan. Gut, viel schuld von da wirklich ein flotten Teil von der Kirchplanologie wegkommen. Oh, ich meine, das herrscht, weil du hast dazu so. Ja, ich meine, das war immer so Konkurs d'Urbanisme. Ich meine, da sind Gebäude gezeichnet gehen, nur ein Prinzip von Konkurs d'Urbanisme. Da war keine weitere Analyse gemacht, weder über Statik noch über Umwelt, Schadstoffe, also weiter so fort, die gemacht gehen. Also, für das klarzustellen, ich meine, wie mir den Dossier überholen, war der dynamischste Projekt, den am Konkurs d'Urbanisme gewonnen hat, den das weiter ausgeschafft gehen. Darauf sind die Etüde gemacht gehen vom Seco-Safety, also weiter sofort für die Umweltbelastung, die Statik, wo es Budu geguckt, also weiter sofort. Und darauf hin, dass am Anfang die Rekommendation vom Architekt und dem ganzen Gruppement kommen, für eine Alternative zu sichern, par rapport zu dem Site, den du hast, weil der einfach nicht machbar als alles mehr nicht an keiner Relation steht, für die Boot so zu erhalten, par rapport zu dem, was nicht realisiert gehen, für den Umbau können, am Respekt von den Sicherheitsnormen zu machen und auch von der Statik. Und die Diskussion von der Geothermie, die wird ja effektiv nur ergehen, mit natürlich der nicht stummer, dass das ist, wo das Boot muss aufgehabt gehen, wenn es die Geothermie, die da gemacht gehen. Also ich meine, das ganze Energiekonzept, auch das ist ausgeschafft gehen am Kader von der Prozedur, das alles nicht in einen Konkurs d'Urbanismus durchgehen. Ich meine, das wisst ihr so gut wie mir, dass das alles in einer Phase APS und in einer schon in einer Phase APD am Detail analysiert. Genau, recht durchstellt in der fest, was die Kontranten sind, die da muss nicht mehr gesagt gehen. Ich meine sogar, mich zu erinnern, dass am Cahier des Charges Boot zu erhalten keine Obligation war. Das war eine Option oder etwas, was eine ähnliche Funktionalität hat, aber bei einem anderen Platz. Das war nicht einmal eine Obligation für den Konkurs. Und die Architekten konnten da ein bisschen die Lösung sichern, wie sie gemengt wurden, dass es gut wird. Gut, aber ein Punkt, den wirklich nicht zu vergessen ist, das ist der Club des Jeunes. Los sind so bei einem Platz, wo sie unabhängig sind, wo sie sich nicht müssen und Regeln halten, die dann ein Gebäude gehen, wo sie mit anderen zusammen sind. Von daher ist hier, die wir das nicht vergessen, dass sie praktisch unabhängig sind. Und ja, nur wenn sie an einer Infrastruktur sind mit anderen, da gibt es natürlich Regeln, die müssen nachgehalten gehen.
Ich meine, dass ich da dazu umgebaut sind, wie angebaut sind, dass auch kein Achse direkt an von der Proximität als Ball der Zell. Also wenn sie auf der Terrasse sitzen, das ist praktisch auf derselben Platz, wie da, wo sie Haut sitzen. Also an dem Sinne ändert sich eigentlich nicht ganz viel für sie. Ja, da diskutieren wir nicht mit ihnen und da gucken wir da eine gemeinsame Lösung zu finden. Ja, Champ. Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, an der Generalversammlung von dem Club der Jeunes, als den Thema Euro geschwärzt gehen. Weil ich da mitgekriegt habe, dass den Generalkomitee mit dem neuen Komitee geschwärzt hat, dann, dass die einen offenen Dauer haben und dass sie mit der Solution, die die Gemeinde proposiert hat, mit den Plänen, die auch da vorgelegt gesehen, die auch an der Reunion mit dem Chefrat waren, dass das gut fand, wie die neue Planung gehen. Das war ich jedenfalls da mitgekriegt habe. Ja, ich meine, das war mal so nicht ein Ausgangspunkt, das war also nicht ein Kontaktbord, dass in der Nose vielleicht ein Kehr, also ich rage, dass ich ein Kehr vorstellt, dass ein Reim, ich meine, das soll also Business sein, mit den Jungen zu gucken, dass sie Satisfaktion kriegen, und da wird man der Best mehr, mit sind einfach, das habe ich schon gesagt, sind einfach ein paar Sachen, da kommt man nicht erlernen, ne, wenn man so an einer Schule, so mal für Sicherheit, wir machen Brandmelder und lernen, da können wir nicht so mit selbst Türen, da wir an einem Gebäude sitzen, wo Blei, Risiko ist, wo Blei an der Luft, an Asbest, an wo die Statik sowieso muss neu gemacht gehen, mit dem Hintergrund das Patrimon, weil wenn Patrimon ist, können wir nicht die Erbischen da eigentlich drum machen. Also ich meine, das muss ich aber auch sich bedenken, ich muss noch eine Aussprüche und thermische Aussprüche an technische Aussprüche, und ich meine, dann hat von der Lage her eigentlich aber nicht extrem viel. Ich gebe bald Mengen, dass es eine Chance, dass sie nicht auf der deutschen Platz nach ein so hinkriegt, weil sie eigentlich an demselben Kader bleiben, wie sie heute schon sind. Mit dem Detail diskutieren wir mit ihnen, mit dem Komitee vom Club de Jeunes. Gut, eine kleine Notiz, also Blei an der Luft, also am Prinzip als in Ustrach von der Boot den Ass mat Bleihalter auf aufgemerk an daraus können just Schadstoffe herauskommen, wann en Labore geht oder wer auch immer. Ja, da seht den Büro d'études, an dem muss ja aber bald wissen, ganz klar, das Risiko soll nicht da gehen, dass da nie drüber geschafft wird. Nein, ich muss gemerkt gehen, aber man muss ja drüber schaffen. Also eigentlich nicht realistisch, nicht wieso, es gibt keine andere Option. Wie gesagt, ich meine, wir sind am Kontakt mit dem Club de Jeunes und wir werden mit ihnen eine Lesung finden. Voilà, sonst noch Fragen. Nora? Noch nicht darüber, eine Frage. Ich wollte mal fragen, wo das Projekt Velo O, ob du irgendetwas neid, das weil nicht dran, wenn du etwas ausgebaut hast, ich meine, Wahlfrage, Kontant kommt noch der Velo O, und wie ist dabei uns ausgesagt? Ja, die Stadt Lützeburg war so fein und hat uns invitiert bei sie an einer Reunion. Und der Haus hat erklärt, und so am Anfang gesagt, wir wollten erst nicht einfach nicht so, wir erklären nicht, wie es nicht geht. Und ihr System ist eigentlich so ausgeschrieben, dass es eigentlich intramorus funktioniert und nicht über die Gemengegrenzen raus. Sie haben schon ein paar Ausnahmen gemacht, sie haben also auch Zölle gewiesen, wo sie einfach merken noch, dass die Opfer gar nicht so angeholt sind. Die sind zwar noch da, auch zu den dran, aber das aber nicht die Stationen, die gut funktionieren. Und wenn in die Zölle für drin gehabt hat, dann hat er eigentlich müssen von Business Case Decisionen holen, dass sie nicht gebaut sind. Die sind aber noch mal da. Sie können unter diesen Konditionen der Reso nicht auf einer Gemengen erweitern. Da sind noch andere Gemengen, also erstens mal nicht dran, wenn der Mama die gefragt haben, für nach mehr Stationen können die ihre Führer auch kriegt. An anderen Gemengen wie Stesel, wie Vanachto, Betzter, also war die in orale Guinee gesagt, dass wir nicht die Einzigen an dem Boot. Und so ist das flott an allen Details erklärt. Und sie haben gesagt, wenn ihr das da wollt, dann ist es ein anderes Konzept. Und dann müssen sie sich vielleicht bei der nächsten Ausschreibung zusammensetzen und evaluieren, ob in so eine die Schach möchte, was das bedeutet, was das für Gäste bedeutet. Und hier und da mehr in den aktuellen Konditionen ist es nicht möglich, den Reso auszubauen. Nicht bei uns und nicht bei anderen Randgemengen und noch nicht an den Gemengen, die halt schon eine Station haben. Vielleicht kommt das Stadt Lützeburg dann dabei, aber nicht an anderen Gemengen. Merci. Und das ist auch so, dass bei der Ausschreibung, das weiß ich auch nicht, mussten die Stationen normal über Wäsche geholt gehen. Ne?
Das geht bei 0 und auch von den selbechten gewöhnt als Konditionen gehen alle gut selbercht für alle gut Anbieter geht neu ausgeschrieben an Stationen gefährt und aufgebaut muss bedenken so was den Marché ausgeschrieben. Merci. Das ist noch Zusatzinformation, das hat mich aber relativ schockiert, wie ich das hier tun. Und dann habe ich just noch, pardon, da bin ich nicht Ja, das ist gut. Sie gefragt gehen, ob anscheinend das DW vom Schönbierruf, du die Placken, die sind also ziemlich gefährlich, aber da denke ich, könnt nur gucken. Und sie gefragt gehen, ob nicht möglich wäre, du ein Lucht, also ich weiß ja nicht, dass elektrisch muss gelöscht gehen, die Luten, die Solarluten, denn anscheinend ganz viele Leute, die sogar Leute, Älteren, die feiern Cannabis darauf, dass sie dann zu Fuß auf bei der Schule gehen. Was du nicht denken, dass mir das was man gesagt hat. Aber anscheinend wäre weh, du wäre Placken, die lassen ihn, als wäre ein bisschen gefährlich, um dass du eventuell nicht gucken, ob für ihre Band 3 zu setzen. Voilà. Also der WLAN da ist 1000 Euro, Ja, den. Ja. Okay, das können wir gucken, ne? Wobei wir ja gesagt haben, das gibt es keinen Weg, den wir sicherheitstechnisch so aménagieren, wie ein Gemenge bis mal, weil da gibt es ein riesiges Projekt, da besteht ja auch Schuld drauf. Das in den norwegischen Gefoto benutzt, weil das kommt nicht raus. Natürlich, wenn ein paar Placken lassen, da kann ich eigentlich dann noch gucken, an ein Blut wird zu belichten. Ja, ja. Merci. Ja, also, ich muss weitergehen. Ja, okay, merci. Was Leute ja auch mal können machen, was ein kleines Problem haben, aber auch reportet man. Wir Leute, die man aus all da reportet, die war das selbe Problem. So war das nicht gedacht, wenn dann aber Leute Probleme haben, ein Plack lassen, kann ich noch mal so, da sollen sie ein Foto machen, reportet man, das dann noch. Voilà, Jean von Schlift. Ja, hatte wir 4 Jahren nach Wirtschaften an der Gemeinde haben wir dann nach 3 neben den Restaurant die Wirtschaft als Lieu de Rencontre, wo Leute sich beginnen, dass Personen dürfen ran mit 4.500 Einwohnern Heinz zu her, den wie armselig das für Gemengen, wo keine Wirtschaft mehr ist. An mir haben aber nach Losmal zu Ohren kommen, dass eventuell hier auf der Kircheplatz vielleicht das Changement gibt kommen. Ich meine, normalerweise geht dann der Chefrat mindestens darüber informiert, wo ich froh, ob der Chefrat uns kann so wie dort die Wirtschaft zu Schotter besteht, der Kircheplatz. Gleichzeitig gebe ich dabei so, dass aller vor soll gemacht gehen, für eine Wirtschaft beizubehalten, weil an einer Wirtschaft, an der merkt ja, sind noch einmal Gemengen, die sich investieren, für eine Wirtschaft das Drin zu kriegen. Die was mich froh, könnt ihr uns vielleicht so, wie heute die Situation auf der Kircheplatz ist. Ja, ich meine, dass ein Kaffee ein Lieu de Rencontre aus, ein Lieu vom Zusammenleben, die Erkenntnis immer mittlerweile, und das ist wichtig, dass man der Platz behalten, das vielleicht ein bisschen ähnlich wie früher, und das ist auch flott, das ist noch schon ein paar Jahre hier, aber das auch nicht mehr gefilmt wird, das ist ein großen Vorteil für die Kaffee. Und das fordert Kinder nicht mehr viel mehr und Chance, danach zu holen, 2 Stück, und davon sind da die funktionieren so gut, dass auch an den Obergemengen die Leute so, wir gehen da in der wir gehen nicht an diese Gemengen, die offen Hummer bei uns nicht mehr. Also das ist absoluter Wert für dort uns zu schaffen, dass die Plätze erhalten sind. Ich weiß von Jahren, wir das sind aber Informationen, wo die Gemengen dann nicht direkt offiziell informiert wird. Der Patron hat mal gesagt, dass die Brauerei nicht sein Kontrakt oder der Kontrakt nicht will weiterführen, weil das nicht sein Kontrakt Brauerei den Kontrakt mit dem Proprietär ab November nicht mehr will weiterführen. Für Wert weiß ich leider nicht. Also aber für hier kein gut nur, weil hier ging gerne heim bleiben, hier ging gerne mit seinem Etablissement weiter funktionieren. Ich habe noch nicht, der Chef hat noch nicht mit dem Proprietär geschwärzt, wir hatten aber Kontakt für drohen an hinaus eigentlich auch interessiert eventuell für sein Gebäude zu verkaufen, und dann haben wir eine Evaluation machen gelos, die hat Gemeinde bezahlt, wir müssen gucken, was sieht den Expert an, was das Gebäude wert ist. Die hat ja noch gekriegt, und darauf sind wir noch nicht bei uns gemeldet. Wir holen alle mal Kontakt mit ihnen ab und gucken, vielleicht auch Informationen dort zu kriegen, was
sie dann noch den Kontrakt mit der Brauerei nicht wollen weiterfeiern oder wen du nicht wollt oder was Optionen sind, an natürlich auch zu gucken, ob bei den Preisnegoziationen vielleicht irgendwie könnt ins gehen. Das ist noch froh. Das Publikum Adepolen einfach. Ja. Ich bin froh, an der Rüdenenz da zu versieren Rüdemensdorf, Bushäuschen. Du hast keine Skyline-Beschriftung von den Bushäusern. Ja. Oder der Grund, dass das Kind. Du meinst, dass ja, wo Rüdler Montagne abgeht, oder? Schön, dass das derzeit nicht gemerkt hat, sondern wir schon 10 Jahre nicht mehr an den Bushäusern da gekniffelt. Da muss man dann nicht gucken. Ne? Aber ja. Konterpartie zu Alchetta, der Bushäusen von Anfang an, wo Skyline dran ist, dass irgendwie Skyline. Ja, mal dann beschreiben das da doch schon. Wir haben eine Intervention gemacht, dass sie nicht dann eventuell gegen Matt berücksichtigen. Dann ist eine andere froh, Punkto einen Taus von Jean-Jacques, sie da irgendwie am Dossier schon ein bisschen viel kommen. Nee, gut, dass du siehst. Ich muss mal vor, was du sagst. Ja, ja, weil das war wirklich gefährlich. Ich weiß noch nicht, wie war der Leber, wo man den Brief dran geschrieben hatte. Ja. Das war das. Du nach keine Retour kommst bei mir. An der Rüde Kanner. Da sind wir am Gangen, also da sind wir auch noch mit drin. Da hatten wir ja einen Plan gemacht, administrativ. An den heute, okay, kommen wir da hinkommen, dann müssen wir aber hin, den hat alles gekriegt. Von den Verwaltungen, die da kompetent sind, das sind wir nicht. Und das läuft. Das ist noch eine kleine Sache, wenn an der Rue de Jardin guckt, bei den 4 Häusern von der Gemeinde vom Logement Abordable, da hängt noch Verkehrsreglement auf ein Parkverbot, an den also schon den 25. Januar aufgelaufen. Und die Seitenstreifen ist auch noch mit einem Bändchen so gemacht. Ja, das wird jetzt nicht über Twist fahren. Wir müssen da ein bisschen gucken. Das sind Dometer mehr. Fällt aber auch andere Leute ab. Okay. Du hast noch etwas. Aus dem Publikum, ich kriege heute keinen Frohen. Dann gebe ich euch alle gute Merci so. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis die nächste Gemeinderatssitzung der 4. Juni um Erdauer. David Krider en temps utile. Und dann gebe ich auch den Leuten draußen einen schönen Abend wünschen. Und dann bis die nächste Kehr. Dem Gilles, merci an der Technik. An Eddie. Merci.